So, willkommen bei Birrenweich Talk. Das ist die 7. Folge mit dem Valerie Guten Tag. und mit dem Rush. Grüezi wohl. Ich hoffe, ich frage das immer, wenn ein bisschen andere Leute hier sind, könnt ihr auch Schweizerdeutsch? Der Podcast wird gesponsert von Allen's Lab, einem Trainer aus Bern, der auch Supplements-Hersteller in der Schweiz ist. Wenn ihr also wirklich qualitative Supplements auf Kapselbasis wollt, könnt ihr in der Bio den Webshop finden. Mit dem Rabattcode Birrenweich könnt ihr pro Bestellung sogar 10% ergattern, also bringen den heim. Unten in der Videobeschreibung. Schönen Abend. Ja, meine Schweizerdeutsch ist sehr gut aufgelegt. Jawohl, und du für dich auch. Natürlich. Oh, das ist Ja. sensationell. Könnt ihr euch bitte mal schnell vorstellen, für meine Zuschauer, wer ihr sind? So 2-3 Sätze. Also ich bin der Valerie Birindi oder Vale, je nachdem. Wohne in Graubünden, komme aus Kongo und ich bin Stand-up-Comedian und man sagt Influencer, aber auf jeden Fall Landi Ambassador and Influencer. Also anstatt ich komme von Chur oben neben, ich komme von Kongo oben neben. Das hat mich immer Genau. Ja, Genau. und, Also, ich muss mir nicht groß vorstellen wie Rush. Wenn du mich nicht kennst, du kannst mich googeln. Sehr gut aufgelegt. ja, man, die sind einfach in Google eingeben. Dann wissen das schon. Also, wir sind jetzt heute, haben wir uns da versammelt. Es geht um Rassismus. Nein, ich weiß nicht. Nein, sag mir mal, Bro, wann hast du das erste Video hochgeladen? Als der Charakter, den ich bin, oder was? Ja, Mit dem allgemein. L30. Wann hast du deinen Account eröffnet? auf Account habe ich TikTok, schon oder wo lange. hast du Also hochgeladen? Stand-up-Comedian bin ich seit knapp 5 Jahren. Ja. Aber mit dem Charakter seit letzten Februar habe ich angefangen mit dem LV-Strip. Erst? Oh, das hast du nicht so lange? Das ist nicht so lang. Also im Februar habe ich auch mein erstes Video online gestellt Ja. und innerhalb von einem Monat habe ich 75 Videos online gestellt. 75, ja, im Monat. 75 Videos. Irgendwie, ich sehe die, Krass. die immer sagen, ich habe keine Zeit und so, schaffst du noch nebenbei, oder? Ja, ich schaffe. Und er schafft noch sogar. 2 Kinder habe ich noch. Ja, Ja, bist du? Ja, Zeit bist du? musst, ich bin 30. Ja, Und du hast schon 2 Ja, Kinder. schon 2 Kinder. Ja, Aber dir geht's gut, ja? 6 und 4. Ah, ja, meine Shoutouts to my Chance. boy. Hast du früh angefangen? Brüderkolben ausgefahren, ja. Nee. Ja, eben früh angefangen und jetzt sind wir. Ja, es ist noch super. Aber Stand-up verdient man gut. Ich habe eben nachgefragt, wegen Schreibzeit Kommentare einen Live-Podcast machen auf der Bühne. Eben. Weil Stand-up ist nicht für mich. Ich kann habe, glaube das ich, dir nicht. gesagt, sollst du mal probieren. Ja, jeder hat mir gesagt, aber ich kann das nicht. Aber du kannst so viel Geld verdienen. Ja, mit dem. aber ich habe eben dann gedacht, nicht Stand-up, Live-Podcast. Ja. Das wäre etwas, wo ich könnte, weil dann kann ich schön Könnte- sitzen. Und so. Könnte etwas werden, aber ich glaube, das Stand-up ist am Anfang, jeder sagt, ich bin nicht lustig, ist nicht für mich. Das stimmt, aber Ja, du musst schon ein bisschen mehrmals- Eier haben, weißt du, auf der Bühne gehen. Hast du mal gemacht, das auf der Bühne? Bist du mal gewesen? Ne, bin ich noch nichts, aber wenn ich gehe, ich bin alles riesen. Würdest du das machen, aber? Ja, das Ja, Problem ist, die Leute müssen meine Deutsch verstehen. Und für eine Stand-up-Comedy ist es sehr, sehr schwierig. Du gehst auf die Bühne und niemand lacht, du kannst wieder hergehen. Aber es Eben, kann auch ja. sein, dass wegen dem auch lustig ist. Vielleicht, wenn du etwas falsch sagst, aussprichst und so, das kann auch zum Act auch passen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe einfach Glück gehabt, ich habe es auf Englisch angefangen und dann mit der Zeit Englisch? habe ich auf Englisch. Ich hätte mich besser informieren müssen, aber in der Schweiz, oder was? In der Schweiz habe ich eben. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er Stand-up gemacht hat. Ich sage euch ehrlich, Bro. Aber ohne Scheiß. Ja, ich kann immer Stand-up machen, aber ich so, ey, wenn es auf Englisch ist, probiere ich es. Und dann irgendwann bin ich am Scrollen und dann, ich weiß nicht, ob du Mike Kasse kennst. Er ist jetzt Wie einer heißt der bekannten. Mike Kasse. Mike Kasse. Ja. Mhm. Er Ja. ist also, einladen würde ich, also ich würde sagen, man muss ich mal. Aber Shoutout zu Englisch, Mike Englisch. Kasse auf Englisch. Er Okay. macht es auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Ah, er kann Italienisch, keine Ahnung, wie viele Ja, Sprachen was? er hat. Aber er macht Stand-up auf all die Sprachen. Ah, okay. Und verdient man da. Ich habe die anderen schon ein bisschen gefragt, wie man viel mehr verdient. Wegen... Also er verdient, glaube ich, schon gut. Also Okay. In der Schweiz. In der Schweiz, ja, in der Schweiz. Und es gibt Leute, die das buchen. Ja, es gibt also eben. ja. Ist er schwarz oder wie ist? Er ist Schweizer aus italienischer Seite. Drecks. Cenk Ja. wieder. Schande ist Ja, er ist Bro. weiss in dem Fall, ja. Ich glaube, der Einzige, der so gut macht, ist der Kiko. Kiko Comedy. Hamza Raya macht da. Hamza Raya. Aber Hamza die macht Hamza Fabio erzählt Lambert. nur so Lambert. rassistische Witze. Matteo und Gutenrat, Findest du ihn rassistisch, der Hamza? Harry Homo. rassistisch. Ja, er ist rassistisch. Ist er Rassist, oder? Ja. Ah, Also, richtig. er macht nur so rassistische Witze gegen Harry in Schwarze, your face. gegen Muslime, Ahmed gegen Bill dies, Gates. das. Ja, gegen sich selber macht er Gegen ja auch, sich oder? selber, ja. Ja, ich... Und es gibt den Spruch, wer über sich lachen kann über alles lachen. Darum führen ihm die Leute. So, Eben, ja, aber der ist kann. kein Rassist, oder? Nur ab und zu, aber... Was bedeutet für dich eigentlich Rassismus?
Rassismus bedeutet für mich, ich bin das in Person. Nein, aber ich meine, Rassismus musst du die Schweizer Fußballnationalmannschaft fragen. Die wissen das am besten. Die haben mich ja angezeigt wegen dem. Das Problem ist, die Leute tun etwas unterscheiden zwischen Rassismus und Diskriminierung. Rassismus ist, wenn du eine ganze Rasse in einen Topf so wie ihn schmeißt. Du kannst mir nicht sagen, ich bin schwarz und dann denke ich, ja, er ist Rassist. Ja, mich haben es auch nicht wegen Rassismus angezeigt, sondern wegen Aufruf zu Hass und Diskriminierung. Ja. Für das bin ich angezeigt. Die Leute können nicht unterscheiden zwischen Rassismus und Diskriminierung. Darum geht es. Ich hocke im Bus, sie wird nicht bei mir hocken. Das ist Rassist. Boah, scheiß auf das, Mann. Weißt du, heutzutage ist das mega so peinlich geworden. Jeder kleine Sichtgag ist Rassismus. Aber findet ihr, dass sie haben eben gesagt, ich tue schwarze Spieler anzoomen und ich sage ihnen, sie sind gefürchtige Gestalten. Wenn ich euch jetzt sage, du bist eine gefürchtige Gestalt, was würdest du mir dann eine Faust geben? Oder was? Also erstens würde ich sagen, was bedeutet das? Kommt ja darauf an, wie du das sagst überhaupt, oder? Ja, das sowieso. Und aber anzoomen, ich habe sie gar nicht anzoomt. Sie hat das einfach erfunden. Das Ding ist, wenn du dich jetzt als Komiker würdest bezeichnen, dann könntest du es alles, dann, weißt du, kannst sagen, es ist alles aus Humor. Ja, okay, ich kann nicht N-Wort droppen und so und sagen. Nein, das sowieso nicht. Aber dann kannst du sagen, ich bin ein Schauspieler. Schon? Glaubst du? Oder nicht? Wenn ein Schauspieler, also eben... Ja, ich sage selber, ich bin ein neuer Nigger, mir ist das ganze scheißegal. So Rassismus. Weißt du, die Schwarzen, die sagen, ey, sie sind Rassisten, die wissen, sie sind Rassisten. Ich glaube, es kommt von Frust. Weißt du, mega viele Leute sind frustriert, weil sie bekommen nicht das, was sie eigentlich verdient haben. Darum kommt dieser Satz Rassismus. Aber wenn wir versuchen, zum Zusammenleben, weißt du, wenn du da oben bist, da ist Hunger. Dieser Mensch, der oben ist, braucht dieser Mensch, der unten ist. Alle Finger sind nicht gleich. Aber diese Finger braucht diese Finger, damit zum das zusammenheben, weißt du? Yeah. Und wenn ein Schwarzer qualifiziert ist, er soll das bekommen, was er verdient hat. Das ist eigentlich der Sinn von dem ganzen Rassismus. Es heißt nicht, der Rasch, du kannst nicht Deutsch, lern Deutsch, gang zurück auf Afrika, du bist dumm, du bist unseriös. Aber das hast du in den DMs, genau die Sachen, die du jetzt sagst. Du hast manchmal das posten. Die Leute sagen, lern Deutsch, gang zurück auf Afrika. Einer hat mir sogar gesagt, ich tu dich erschießen. Ich so, Bro, was haben die gemacht? Ich habe die gar nicht gemacht. Ich komme in diesem Land. Nur weil du kein Schweizer bist, oder? Ja, ich würde mich so wie anpassen. Ich versuche noch ein bisschen Humor ins Spiel bringen, wie Schweiz. Ich kann trocken, Bro. Niemand sagt, am Morgen früh, am Morgen. Und dann kannst du mir noch sagen, verpiss dich aus Schweiz, gang zurück in dieses Land, lern Deutsch. Hast du das auch? Kennst du meine Sprache? Ja. Afrikanisch sagen jetzt, oder? Nein, es gibt keine gar kein Afrikanisch. Das ist wie wenn du sagst, ja, reden wir Europäisch. Kannst du Europäisch? Aber hast du auch solche krasse DMs? Wie? Ich sag's immer, also DMs habe ich von beiden Seiten, von meinen Leuten. Und auch von deinen Landsleuten? Ja, je nachdem, sie sagen, ich bin ein Sellout, so Uncle Tom, einer, der so ein House-Nigger, soll sagen. Der, der ein Master hat, aber ich tue so, hey, ja, Master, gib mir ein bisschen mehr Reis. Und so. Ja, ich habe gewisse Videos, die ich mache, wo ich zum Beispiel, ich habe ein Video, wo ich sage, hey, ich habe kein Problem, wenn Leute das Wort Mohrenkopf brauchen. Ja? Und das ist ein Konflikt. Mohrenkopfli. Whatever. Mit etwas mitgenommen? Yogi Schnaufer? Yo, what is that? Ein Schokoküssli. Wie heißt das? Wie heißt mit dem? Das ist Mohrenkopfli, Bro. Darf man das sagen heutzutage? Yo, thank you. Knäpperle, da hat der Yogi Schnaufer. Ich bin eigentlich auf Diät, aber für einen Mohrenkopf habe ich schon nicht mehr gegessen. Wie sieht das aus da, Bro? Also, du hast jetzt das Wort vorher gesagt. Ja, aber Mohrenkopf, darfst du es nicht mehr sagen? Ich ist nicht, Mohrenkopf jetzt das neue N-Wort? Lieber nicht, ich bin nicht. Nachher lande ich wieder vor Gericht, Bro, weißt du? Okay. Aber ich finde, Weisse sollten. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Weisse haben sich mehr darüber aufgeregt als Schwarze, stimmt das? Das ist die Linke. Siehst du das so? Das ist die Linke, weißt du? Für mich ist das Schokolade. Mir ist das scheißegal, ob der jetzt Schoki das ist genau oder so Glück wie meine Hautfarbe. Ist braun. Wenn ich eine bisschen ist nicht weiß. Wie meine Haut. Wieso das rassistisch ist, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Mega süß. Also für euch ist das 0,0 rassistisch, oder? Ich muss wirklich sagen, ich kann nicht weder die Meinung noch die andere. Ich positioniere mich. Ich sehe bei vielen Schweizer, die gesagt haben, nein, das darfst du sicher nicht und so.
darf sicher nicht Mohrenkopf nennen und so, weißt du? Und dann hat es wiederum solche, die gesagt haben, ja, der muss unbedingt so heißen. Weißt du, dann ist es so wichtig, wie der jetzt heisst. Weißt du, so wie wenn Ja. nicht die Welt. Ich habe vorher etwas gefragt. Kennst du den Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung? Ob du mir Mohrenkopf sagst, ob du mir Neger sagst, ob du mir das, es interessiert mich nicht. Das, was mich interessiert, ist, wenn ich qualifiziert bin für irgendetwas und ich bekomme das nicht. Für mich ist das Rassismus, wie du durch mich einen Topf reinwerfen, so wie, oh, Neger sind nicht seriös, oh, er mag immer Party, oh, er kann nicht Deutsch, dies, das. Aber du kennst mich nicht persönlich. Ob du mir Mohrenkopf, das ist scheißegal, gib mir Mohrenkopf, ich tue essen. Mein Vater ist weiss, 50 Jahre in der Schweiz und kann noch nicht richtig Deutsch. Ja. Die Ja, nicht linke etwas Partei tun. mag das ist eher die, wo Probleme machen mit dem Findest Rassismus. du nicht so gut, Linke? Die Linke, die bereiten uns Schwarze mehr Probleme. Sie wollen uns Schins helfen, aber sie denken, sie machen uns immer zum Opfer. Bro, du musst nicht immer die Opfer spielen, weißt Da habe ich auch deine Meinung. Siehst du? musst das auch nicht immer die Opfer spielen. Du musst zeigen, okay, ich bin schwarz. Was kannst du besser als ich? Hast du irgendeine Prüfung geschrieben? Basketball könnt ihr besser spielen. Ja, aber dafür habe ich bessere Genetisch als du. Grössere Kölben haben Ich ihr, ja, größere grössere Kurve, ich Pfeifen. kann 10 Kilometer am Stück laufen, du nicht. Du hast nicht vorher eine Prüfung müssen schreiben, dass du als weißer Mensch geboren werde. Es gibt keinen Unterschied. Bring ein Ja, Messer Bro, es hier. ist schon besser. Ich werde immer rot aus und so. Meine Tochter, sie ist ja Mulat. Sie ist einfach ein bisschen, sie muss nie Sonnencreme. Sie so, Papi, du schmeckst wie ein Schweizer und so wegen Sonnencreme, weißt du? Ja. Die muss nie Sonnencreme an tun, weißt du? Mhm. Es gibt schon gewisse, es gibt eher Vorteile, sehe ich jetzt bei den Dunkelhäutigen als bei den Weißen. Außer im Jobsuche und so natürlich, oder? Das ist schon so. Aber siehst du das auch so, wie die Linke, dass die eher Probleme machen? Das ist nicht meine Meinung, gell? Nicht, dass es nachher heisst, er hat das gesagt. Ja, das gesagt und ich Ich sehe es aber schon auch ein bisschen so, meine Meinung. Ja, je nachdem, wie sie zum Beispiel. Ein gutes Beispiel ist, nicht, dass ich SVP jetzt wollte. Ich habe keine Ahnung von angreifen. Politik, ehrlich gesagt. Gell? Genau. Nicht, dass ihr meint, ich bin da voll der Politik. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ich folge SVP auf Instagram. hure Nicht so, zum Rassist. sagen, dass ich jetzt. Nein. Nein, ich mache Spaß. Seit Graubünden wohnen, muss ich dann schon Schweizer sein. Ja, du bist ja der Einzige in Graubünden. Ja, ja. Der Einzige. Na, auf jeden Der Fall, Einzige. es gibt gewisse Plakate oder Sachen, wie sie es nachher darstellen, wo es nachher könnte das ist das sein. Also, oder die tun es, zum Beispiel, wenn etwas passiert, dann tun sie dann ein Plakat mit der Schwarzen, also Extra, gell? extra und dann sagen sie dann, ja, der ist von Not. Einfach alle auf dem Job, so Afrikaner von der. Weißt du, man, ich muss auch sagen, jo, es gibt schlechte Leute überall. Ja, das ist Ja. so, ja. Weißt du, ich meine, es gibt schlechte Schweizer, Italiener, Schwarze. Ja, alles gibt's. Einfach nicht alle auf einen Ganze Topf. Nationalmannschaft von Italien zum Beispiel, das Genau. sind alle Genau. scheiße, ja. Und ich glaube, das ist, die SVP sagt es auch, oder die Politiker sagen es, nein, das ist nicht, wir wollen keinen Hass oder Rassismus verbreiten. Und okay, dann, ja, ich stimme, ich gebe euch recht, das wollen sie auch nicht machen. Aber wenn ich nachher da die ganze Zeit am Scrollen bin und nachher gehst du die Kommentare lesen, dann die anderen, die dort nachher am Liken sind und kommentieren, die denken nicht so wie ihr und denken, Ja. nein, wir wollen es nicht verbreiten. Die tun es einfach bestätigen, die denken, ja, Genau. voll, er hat meine Meinung auch, weißt du, was ich meine? Ja, Ja, aber das sind Leute mit Low IQ. Mega viele Leute sind dumm, weißt du? Ja, Sie geben das einfach safe. nicht zu. Aber nicht, gewisse Leute, zum Beispiel, ich habe eine Geschichte, also wenn ich zuerst mal auf Zürich in Bonstetten gezügelt bin, ja, das ist mehr SVP, es ist so SVP. ja. Und bin auf der Spielklasse gewesen, dort bin ich glaube 14, 13, keine Ahnung, ungefähr dort. Was hast du gespielt mit 14, 13? Das ist Auf ein der Ringel Spielplatz? geraucht. Nein, ich rauche nicht. Kokain trinke nicht. Ich bin auf verkauft? der Spielplatz dort, Bro. Nichts am Verkaufen, nichts am Nein, Verkaufen. macht Spaß, Bro. Ich bin nur dort als Kind, einfach dort. Einfach dort als Kind. Und dann ja. einer ist gekommen, ein Kind ist gekommen und ich wollte mit ihnen spielen und dann sagte er mir, hey, gang weg, gang zu dem Land, du Neger. Ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Und nachher sind Kollegen zu mir gekommen und sagen, hey, schau, los nicht auf den, er ist ein komischer, dies, das, ist alles gut, vergiss das. Was war er, Schweizer gewesen? Er ist Schweizer gewesen. 5 Jahre später, wir sind um eine Hausparty, wir sind am Feiern, dies, das, alles lang Ja. gut. Der gleiche sich kommt zu mir Ja, brüllen. wirklich. Der so, hey, Wal, ich muss mit dir reden. Ich so, was ist passiert? Ich wollte mich entschuldigen. Ach so, hat er das brüllen. noch gewusst, oder was? Er hat es noch gewusst. Ich glaube, er hat es. Und ich Er habe es hat auch nie können gewusst. schlafen. Ich habe ihm auch gesagt, 5 Jahre so, ich will es nie vergessen, was. Ja. Aber auf jeden Fall, er ist ein geiler Sieg. Okay, ja, weil er gekommen ist immerhin, ja. Ja, auch vorher, Ah, auch wo vorher. er sich nicht entschuldigt. Weil du sagst ja etwas und du bist ein Kind. Okay, gut, 1 Woche, 2 Wochen herrscht es, aber nachher vergisst du es und leben gerade weiter.
Er kommt so, ich muss mich entschuldigen, ich habe immer gedacht, dass schwarze Leute sind so schlecht, bla bla bla, aber seit ich dich kenne ich nur das Positive. Ich sehe dich, du magst, wie du also ich bin weg von der Schule weg. Du hast den Lehr gemacht, du bist nicht weg. Aber wieso weißt, muss so er das sagen, weißt du? Ja, weil er ist Er so muss extra die erzogen worden. positiven Sachen. Nein, er ist ja so erzogen von den Eltern vielleicht. Ja. Die Eltern reden immer so, ja, die scheiß Ausländer, die scheiß Schwarze. Genau. Genau. Und dann nimmt er das mit und er sieht mich, ich bin der erste Schwarze dort gewesen, Bist wo du der er kennt. Einzige gewesen? Genau. Aha. Und dann sagt er meint, ich bin all das, was die Eltern sagen. Weißt du, was ich meine? Und dann 5 Jahre mit mir sagen, ja, Bro, du bist eigentlich ein geiler Sieg. All das, was ich denke, bist du das nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, Bro, ist alles klar, kein Problem. Du bist auch ein geiler Sieg, ich weiß, du bist nicht rassistisch. Ich hätte können sagen, der ist ein Rassist, aber er ist einfach das, von mehr hat als das. Ja, er ist eigentlich, aber in dem Moment ist er eigentlich schon Moment ist er schon, genau. durch die Eltern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, gibt es in Kongo oder in Kamerun, gibt es viele Weisse dort? Wo ihr jetzt genau aufgewachsen also bist du Chinesen. Chinesen? Ja. Ja. Wenn Also- ich jetzt der einzige Weisse dort wäre, würde ich auch rassistisch beleidigt werden, so White Dann musst Boy du und anfangen so. rappen wie Eminem. No. Oder Ja, so. du Nein, weißt- ich frage das ernst. In Kamerun sagen die Kameruner, die wissen Leute immer White People. The White People, the White People. Wenn du zu uns kommst, du wirst Ja. behandelt wie ein König. Weißt. So, Ja. das ist Will ich nicht White Man. zusammengeschlagen. Ja. Das ist White Man. Und wenn wir, weißt, wenn die Schwarze, wenn etwas ändert, sie müssen zuerst ihre Daheim reparieren, Sachen in Ordnung bringen. Ja. Ein schwarzer Mensch kann seine Brüche zerstören mit so viel Sachen, weißt, so viel Neid, so viel dies, das. Und dann, wegen der Korruption in Afrika, suchen wir einen Weg, kommen auf Europa. Und dann sagen, ja, die wissen sie Rassismus. Bro, wir müssen zuerst unsere Daheim flicken. Und da kommen wir gar. Nicht jeder Schwarze ist ein Also was Länder heißt in Europa. Flicken? Korruption bekämpfen. So meinst du? Nicht, ja. Ich wollte ja nichts sehr flicken. weißt du. Nein, Ich flicken. Ich habe gemeint, du musst etwas im Haus flicken. Weißt du, so Nein. Trend oder so. Bevor ich zu dir daheim komme, ich muss schauen, dass Ja. bei mir daheim gut ist. Und da kann ich zu dir daheim kommen. Ich kann nicht jetzt bei dir im Studio kommen und sagen, ja, Bro, das passt mir nicht. Aber das sehe ich da in der Schweiz mega oft. Jeder sagt mir, hey, du musst so machen im Podcast, du musst das machen, du musst so machen im Social Media die ganze Zeit. Das ist in der Schweiz mega schlimm, findest du nicht? Na, sie sollen es selber machen, wenn sie denken, es ist Ja, einfach. genau, eben. Das stresst mich und nachher sagen sie, ich kann nicht mit Kritik umgehen, aber ich lösche einfach. Schön, Und das ist genau das mit dem Rassismus. Weißt. So, es ist nicht nur Schwarze, es gibt Leute von Balkan, sie kommen da, sie leben im Sozialarm, ja, ist wo ich zum nicht Kotzen. schaffe, Ja, das ist zum Kotzen. wo ich nicht schaffe. Schweizer gibt es aber auch im Sozialamt, sie nicht vergessen. Ja. Ja, Es ich gibt weiß. auch Schweizer. Aber das ist so wie ihre Heimat. Wir sind da bei ihnen in Heimat. Ja, Wenn wir da das stimmt kommen, schon. müssen wir uns ein bisschen anpassen. Boah, du musst einen Job suchen, du musst integrieren, du musst versuchen zu fragen, ey, was ist das? Was ist das? Wenn das, muss das sein. Du legst wieder dort an. Und da Ja. haben wir gar keine Probleme auf dieser Welt. Weißt, so, ist einfach so. Nicht die Leute da bestechen und klauen und Ja, zusammenschlagen. klauen. Verdammt mal, oder? Hast du viele schwarze Kollegen? Nicht viel, nein. Wieso nicht? Er ist bei SVP. Nee, Nein. wenn wir ehrlich reden, weißt, Ja, no, wir Schwarze, weißt, irgendwie hassen wir uns. nein, also ich nicht. Also ich liebe meine Leute. Ja, ich weiß. I Aber, love my black people, okay? ja, nein, ich auch. Aber das Problem ist, heißt sie die gern. Liebe sie die ehrlich von Herzen. Ja. Liebe sie die. Nein, Kennst also- du das? Ich muss sagen, es ist schade, um das zu sagen, aber die schauen immer, was kannst du für mich machen, Ja, meistens. profitieren. Das habe ich bei dir Wie kann ich gesehen. Ja. profitieren? Das, Was? das kann ich auch von ihm, ja, dass er das so sagt, wie du. Genau. Aha, ja, aber die wollen immer so profitieren. So, und das finde ich schade. Also jetzt wohne ich in Graubünden, in Chur und meine Frau, ihre Seite sind familiär. Also niemand schaut, wie viel Geld du hast, dies, das. Wenn es etwas ist, wir gehen zu Nacht essen. Es ist nicht so, hey, er hat ein geiles Auto oder bei ihm läuft oder so. Aber bei uns leider ist mehr so, es ist so wie ein Vergleich, wo es immer läuft. Ja. Meinst du, das ist so in der afrikanischen Kultur so, oder was? Aber ich Ich sehe kann das jetzt eben auch nicht bei für- anderen, Bro. ehrlich Ich gesagt. kann es jetzt nicht sagen, wie Afrikanisch, nur meine Erfahrung, die ich kenne. Ich weiß Ja. nicht, ob er eine gleiche Boah, ich Erfahrung kenne hat. alle Erfahrungen. Weißt, wenn ich da rede, wir können den Bring ihn Podcast heim, komm. bis 7 Drop, Uhr bring ihn heim. Mhm. Ich bin mit 14 in die Schweiz gekommen. Mhm.
Weißt du, mein Vater hat gesagt... Mit was bist du gekommen? Aber nicht mit dem... Nein, nicht mit dem Boot. Eben, warte, die schreiben nachher. Weißt, Ich bin mit Flugzeug mit gekommen. Flugzeug, ganz Ja, normal. mit Flugzeug, Swissair, ganz normal, Bro, ganz normal. Bro, first Du auch, class. oder? Ich bin Flugzeug. mit ja. Business. Ja, fahr weiter. Ich bin in der Schweiz gekommen 14, wie mein Vater ist etwa 30 Jahre in der Schweiz. Der hat gesagt, komm jetzt in die Schweiz, du hast bessere Perspektive leben. Ich bin da gekommen, niemand hat mich akzeptiert, keine Kollege kam, Bro, ich habe erst einmal in der Schule so eine Brille angelegt, so eine Frau, Jana Tahessis, Tamilin sogar sagt Eben, du hast gesagt, Tamil hat dich akzeptiert. aber, aber Tamilin hat mir gesagt, ja, zum ersten Mal siehst du wie ein Mensch aus, wie du hast so eine Brille, Hey! also fick die Mann. Good that you say Scheiße. that. Du hast ein Video gemacht mit Kiko mit dem Dingi da. Und dann hat es geheißen, hey, dürfen Tamil als N-Wort nutzen. Genau, ja. Und ich bin dann kommentiert und will diskutieren. Ja, ja. Was meinst du zu dem? Dürfen Tamil als N-Wort brauchen? Es ist so ihre eigene Sprache. Ja, Bro, er hat gesagt, aber ich kenne keinen Tamil, wo das. Also, Nein. er hat gesagt, sie benutzen das Wir- gar nicht und so. Was er genau sagt, wo ich auch habe, also ich habe auch nicht Tamil kennt, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Ja. Also, ich habe nur Inder, also Inder. Okay, Aber du hast Tamil gar sind nicht ein gewusst. bisschen mehr dunkler. Wie alt bist du, als du da angekommen bist? Auch so ungefähr so 13, 14, so wie er. Oh, ja. Aber weißt du vielleicht deine Erfahrungen, bist du direkt auf Kuh gegangen? Nein, ich bin zuerst auf Zürich Küstennacht, dann auf Schaffhausen und dann auf Zürich. Was, Und du dann, hast in Schaffhausen gewohnt? ich habe in Schaffhausen Oh, in gewohnt, Schaffhausen? Ich genau. In Mühlentalstraße, das ist... Keine Mühlentalstraße. Ja. Kennst du das? Ja, normal. Genau, dort das gehen hab wir kochen, dort ist der Dings. Der Beat, ja. Dort Aha, ist, ja, voll, das hab ich ja, Raff Ja, und so. vor steht, oder? 2,5 Jahre, ich bin in Wann hast du dort gewohnt? Reiti-Schule, 6. Klasse. Boah, welches Jahr ist das? Ich weiß auch nicht. Aber Also, von wo kannst Reiti Krass, und dann dann ich nachher dich bin nie ich in gesehen. Gegend... Ja, dort hat es ja jetzt Bombe-Dings gehabt, Bombe gegen. Ist es der gewesen? Ja, das ist Ah, das okay. Schule. wo kannst du so gut Deutsch? Ah, Bro, Integration? Nein, nein. Ja, nicht so. Ich bin Nee. integriert. Nein, das Problem ist, bei mir privat redet nicht so viel. Weißt du, ich bin eher der zurückhaltende Typ. Ja. Ich habe Mühe mit Reden. Ich höre gerne zu und schreibe, aber so rede drum. Und irgendetwas mit Zunge, weißt du, so, wie sagt man das? Aussprache. Aussprechen, ja. Aussprache. Aber es heißt nicht, ich kann nicht Deutsch, Bro. Ich Nein, verstehe Bro, alles. ich glaube, wegen dem, das macht dich auch ein bisschen aus. Das hat dich auch, das Korrupt-Kollege und so, das hat dich ja auch bekannt gemacht. Finde ich jetzt. Nein, ich Wenn habe du nicht jetzt wie normale. ich habe nicht Dings mit bist. Korrupt-Kollegen angefangen. Ja, ja, aber mit, von dem kennt man dich auch recht, oder? naja, mit Motivation ist sogar da Genau, angefangen. ja. Weißt du. Motivation. Dann Ja, ist ja, Facebook- angefangen schon. Dann ist Facebook-Syntax, wir haben nicht mit Algorithmus gearbeitet. Wir haben entweder kannst du oder kannst nicht. Mhm. Entweder magst du weiter oder lass sie. Und dann so eine alte Frau, alte Männer, weißt, sie ein Handy neu kennengelernt, iPhone 4. Ja, du bist nicht lustig, lern Deutsch. Ey, was ist das für ein gefühlter Das ist gut für den Algorithmus eigentlich, aber ja, Ja. ich hasse es, ich hasse es auch nicht so gern. So Hate kann man eher. Aber du bist vorher noch irgendetwas am Reden gewesen, dann habe ich dich unterbrochen wegen Ja, voll. Schaffhaus. Wo sind wir gewesen jetzt? Wegen dem Ja, N-Wort mit Ah, Familie, ja. Familie. Wo ich auch zuerst in die Schweiz gekommen bin. Ja. Ja. Und die Tamil haben mich auch so behandelt wie die Schweizer. Also sie haben sich auch gesehen. Nicht, dass ich sage nicht, dass es so ist. Ich meine, damals. Sie haben sich auch gesehen, als wären sie weiß. Weißt du, was ich meine? Dass sie besser Wie sind. meinst du? Besser sind Haare, sind weil Nappy, das heißt Nappy Hair. Das meine Haare sind scharfig, Aber weißt du? Kriminalität sehe ich wirklich wenig von Tamilen. So, in der Zeitung habe ich Tamilen noch nie sind- gelesen, Tamilen Ja, teilen doch, ab. doch. Nein, ich das meine ist jetzt vom verstärke Aus- Kriminal, also verstärke. Wie sie sind ruhig, sie sind zurückhaltend, Ja. immer so süß. Am Krampfen in der Ich Küche kenne viele meistens. ja. Tamilen. Aber ich meine jetzt vom Aussehen her. Die haben sich immer wollen, Aha. sie haben nicht wollen, dass du sagst, hey, die sind Afrikaner, die sind so wie Schweiz. Sie Aha. haben es nicht gerne gehabt. Okay. Weiß nicht heutzutage, so was anderes ist. Und dann, wenn sie sich so fühlen, dann müssen sie nicht sagen, ja, kann ich das N-Wort brauchen? Kann ich dort, wo es nachher mir lohnt, zum sagen, dass ich schwarz bin, kann ich dann sagen, ich bin schwarz? Und dann auf der anderen Seite, wenn es nicht gut ist, ich bin Ja. nicht schwarz, ich bin... Aha. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Entweder bist du all black oder no black. Ja, okay. Ja, aber kannst du nicht alle in einen Topf schmeißen, oder? Genau, also ich Aber- sage jetzt nur drum, wegen der Kommentar, also du bist etwas am erzählen, sorry, ich hatte nur Was die, soll ich die Frau, was die bin ich? dich aufgeregt hat. Eben, diese Frau hat mich so aufgeregt. Boah, von 14 bis etwa 17, ich bin jede verdammte Mal allein ausgegangen, zum Leute kennenlernen, Ja. zum bisschen Allein mehr bist du gegangen in den Ausgang. Immer allein, ich bin Okay. ein Lonely, weißt du. Ich laufe immer gerne Lonely allein. Pass im Aiken. Ja.
Und dann irgendwann habe ich den Kopf vertellt, mal, es kann nicht sein, Bro. Ich bin als Kind in der Schweiz gekommen. Nach dem Schul habe ich jeden Tag bei mir im Zimmer geweint, dies, das. Und da bin ich ausgegangen mit 18. Ich bin so herzig nach dem Ausgang. Ich komme her, sitze einfach im Auto im Tierpark in Bern, habe mein iPhone genommen, habe verlabert, Scheiße, Scheiß, Rassist. Und da ist viral gegangen. So gibst du das Video noch online, oder? Das ist vor 10 Ist Jahren. das ganz am Anfang gewesen? Ja, das ist Wo vor hast du das 10 hochgeladen? Facebook? Facebook. Das ist vor 10 Jahren. Ist das vor Behindertenzeiten gewesen oder ungefähr dort? Also, Du kennst ihn ja, den Behinderten, oder? ja, weißt du, es hat der Ja, ist Heidi Sake, der genau. Bendrit, Zeki. Kaide, kennen die den? Gabriano. Gabriano ist später gekommen. Kaide, sorry, aber kennen die nicht? Nein, ich kenne Heidi nicht. Okay, der ist ja recht. Gabirano auch schon? Gabirano ist später gekommen, weißt du. Ich weiß noch, Gabirano hat mir geschrieben, immer geschrieben, hey Bro, bitte, tu mir ein Video posten. Aber jetzt siehst du, wie Lebe ist. Jetzt ist er oben. Lebe ist immer so. Oben, Bro. Lebe ist immer Er so. ist immer oben, der Gabirano. Aber das Ding ist, Vergleich, also wo ich jetzt nicht vergleiche, er hat seine Pad, du hast deine Pad. Ja. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ich finde es schade, in der Schweiz, je nachdem, wenn du fragst, hey, machen wir das Video zusammen, es sind immer so zu, nein, jetzt will ich nicht zurück, oder... Das stimmt. Die einen sagen immer so wie verschieben, ja, ich gebe den, ja, schauen wir, machen wir, ich gebe dir eine Antwort. Und ich warte schon seit 2-3 Jahren und so. Ja, und ich so, es ist keine Challenge, wer es kann es besser. Wir wollen beide wachsen. Was ich mache, ist zusammen, anders, oder? Ist auch lustig zum Zusammen. Ja. Genau. Aber Schweiz, ich glaube, ist immer noch so klein, die sagen, hey, nein, das ist meins, ich will es nur so machen. Aber ich finde das so ein Das sehe bisschen. ich auch so, ja, voll. Ich sehe das genau. Also die Zusammenarbeit, finde ich, da wird ein bisschen die Konkurrenz kämpft. Ja, jemand will nicht, dass der andere erfolgreicher ist als der andere. Das sehe ich ein bisschen. Weißt du, wenn du sowieso einander folgst, heisst ja, dass ihr euch gut findet und so, oder? Aber manchmal kann auch, wir haben auch schon mal das dritte Video machen, hat dann irgendwie nicht geklappt, aber ich glaube, bei uns ist es eher, wir haben rechte Distanz. Ja, ich bin Der Weg. Ich bin von Freiburg, weißt du. Und Familie. Und nachher klappt es. Ja. Manchmal in dem Moment denkst du, jetzt würde es gehen, aber nachher das Kind stresst. Genau. Frau musst schauen, ich kann nicht dort gehen. Nachher musst du 2 Stunden fahren, das ist ein bisschen das Problem. Jetzt haben wir es aber trotzdem geschafft. Jetzt Ja. immerhin. Aber ich sehe das auch so Konkurrenz, jeder, die gönnen die einen, wenn den anderen nicht das so. Wollen nicht, dass er erfolgreicher wird als der andere irgendwie. Ja, das Und ich Problem kenne ist, das als Kollege, dass man ihm seine Kollegen unterstützt. Nur schon in Form von einem Like. Es muss ja nicht jedes Ding, aber manchmal, ich sehe die einen, wo ich aufgewachsen bin. Seit ich Social Media angefangen habe, sie noch nie ein Bild von mir. Noch nie, aber wo ich noch nicht Social Media gemacht habe und private Mirko-Account hatte, nie das Bild und so von mir. Weißt du, wie ich es gemacht habe? Und ich glaube, wieso ich erfolgreich bin? Letztes Jahr habe ich mein TikTok-Profil habe ich eben Secret TikTok-Profil genannt. Okay. Das heisst, ich habe ein neu gemacht oder entweder jedes Mal, wenn mir jemand folgt, den ich kenne, tue ich gerade löschen oder blockieren. Schon. Ja, habe ich gemacht, weil ich denke, ja, wenn wir jetzt mit Algorithmen spielen, es kann sein, dass meine Kollegen schauen es an und liken es nicht einmal oder irgendetwas. Die folgen mir, aber die würden es nicht liken oder share. Und ich so, die Leute brauche ich nicht. Ich brauche Leute, die es nachher liken oder kommentieren und weitermachen. Ja, logisch. Und jedes Mal, wenn sie mir sagen, hey, der, ich sehe keine Folge, habe ich klar blockiert, dies, das. Und die Videos in diesem Monat sind so gut gelaufen, dass sie nachher nicht mehr... sind besser gelaufen. Also ich weiß nicht, ob es einfach der Algorithmus oder Cheat Kann schon sinnvoll, ja. aber ich habe es extra so gemacht und ich so, und nachdem ich keine Angst hatte zum Posten, ich habe einfach gepostet und dann bin ich viral geworden. Ich habe am Anfang auch alle Kollegen und so blockiert, aber nicht wegen dem Grund, sondern ich habe einfach nicht wollen, dass sie sehen, also ich bin scheiß Videos. Aber wegen, ich habe noch geschafft und so, ich habe gedacht, wenn mein Geschäft das sieht und so. Weil ich habe mit der Stadt so. Ich habe lang, also ich weiß noch, früher habe ich immer so Videos gepostet, aber hier nie, ich bin immer so auf 1000 Followers geblieben. Okay. Und ich so, ja, ich mache eine Story TikTok. und Instagram auch, beides. Und dann habe ich gedacht, yo, irgendwie, ich brauche, dass ihr mich unterstützt. Und ich sage immer, je mehr Leute das es liked, desto mehr wird es nachher anderen Leuten gezeigt. Eher geht es viral, Genau. ja. Safe, ja. Und ich so, ja, wenn meine eigenen Leute das nicht einmal liken und posten, dann was wird der Algorithmus nachher meine Zeugs weiterschicken? Und dann ich so, okay, weißt du was? I'm gonna block all of you and let the algorithm do its thing. Und jetzt funktioniert. Ja, Mann, das ist eigentlich gut. Eigentlich blockiert alle, die das Zeug nicht liken. Also jetzt Bro, wir leben von dem. Mal einmal Doppelklick. Was ist das, Alter? Mach doch einfach einen scheiß Doppelklick. Unterstützen. Du kennst jetzt nicht Kind. Du likest das perfekte scheiß Video, Alter. Und genau die gleichen Leute nachher sagen, yo, Bro, also am Anfang haben sie gesagt, was tust du posten? Ist es nicht peinlich? Nachher sehen sie, dass ich mit dem Lani zusammen arbeite, so S-Saft bin ich, Schwingfest und so Zeugs. Yo, Er hat verfolgt.
Elmer-Zeitraum mit mir zusammengearbeitet. Nachher denken sie, wow, bei dir läuft es, hey, ist schon gut gewesen, hey, ich kann es gesehen. Und jetzt sind es mega, weißt du, so, meine Videos dann anfangen, reposten und liken. Ich so, nein, jetzt musst du nicht anfangen. Jetzt kannst du... Er wird ein bisschen vom Kuchen jetzt. Ja. Aber so sind Menschen, weißt, wenn es läuft, sind alle da. Wenn es nicht läuft, bist du allein für die. Das ist die Welt. Du bist nicht mehr so viel am Posten das Jahr irgendwie, gell? Letztes Jahr hatte ich wirklich ein schlimmes Jahr, ein schwieriges Jahr, weißt. Und da habe ich gedacht, ich nehme einfach auszieht für mich, für meine Würdest du sagen, warum? Warum? Ja. Was ist passiert? Ja, Er hat angefangen, Crack Nein. Nein, Crack nicht, das Oder nicht. Nein, Spaß. Hast du willst du Polizist werden oder irgendetwas? Irgendetwas habe ich mal gesehen. Nein, das auch nicht. Ich bin Was? nicht Schweizer. Hast du jemals einen schwarzen Polizist in der Schweiz gesehen? Nein. Nein, ich habe gemacht, irgendetwas habe ich gesehen, dass du eine Polizeischule Nachher nimmt er sich selber noch fest. Nein, ja, war ein schwieriges Jahr, vor allem, welche Beziehung ist kaputt gegangen. Und dann das in der Gruppe Chat, das. Und da habe ich gedacht, nein, für mich ist jetzt einfach zu viel geworden, für mich auszieht. Ja. Weißt, und jetzt komme ich langsam wieder zurück, weißt, körperlich, mental. Ich bin jemand, wo ich rede, meine Videos sind direkt von meinem Herzen. Und die Leute merken das, wenn... Wenn du musst ein Video machen oder wenn du es gerne jetzt machst, oder? Meinst du das? Weil manchmal willst du so ein Video machen, also bei mir sehe ich es auch, weil ich muss ein Video machen, weil ich brauche einen Post. Und dann manchmal finde ich es nicht so gut, kommt es raus. In meinem Leben momentan, wenn ich denke, ich muss nichts etwas machen. Weißt, wenn es mir nicht gut tut, mache ich nicht. Wenn es mir gut tut und ich habe gut geschlafen, ich stehe auf, ich mache etwas, weißt. Ja. Es ist nicht so, der Druck habe ich früher gehabt. So, du musst 3-mal Videos posten pro Woche und dies, das, weißt. Aber jetzt, Bro. Ich mache, wenn ich Lust habe, wenn ich etwas finde, wo lustig ist. Wie im Moment in der Schweiz ist alles so dasselbe, weißt. Copy-Paste. Sorry, wenn ich so sage, ich schaue nicht einmal Schweizer Skreto an. Jeder mag dasselbe. Gar nicht? Du schaust keine anderen Creators von der Schweiz an? Ich schaue, der Valerie Video gemacht. Ja, welche findest du gut zum Beispiel? Und welche findest du nicht gut? Sag mal 3, komm, bring ihn heim. In der Schweiz? Ja, ein Schweizer Content Creator, wo du sagst, die 3 finde ich gut und die 3 finde ich scheiße. Oder einfach nicht so gut. Du musst ja nicht unbedingt scheiße. In welchem Sinne meinst du? Ja, egal. Allgemein also, Social Media, zum Beispiel Video Creators. Wenn ich an Qualität von der Sache sehe, also abhängig vom Inhalt, ich denke, der Mensch ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Darum ist er erfolgreich. Aber so inhaltlich, ist einfach so, es ist nicht mehr Humor, weißt du, wie Licht auf schwarze Humor, weißt du, ja, gern, wenn etwas, weißt du, so blöde Sachen habe ich auch gern, weißt du. Ja, also schwarz Humor. Nicht von schwarzen Leuten. Schwarz Humor, wenn du über dich selber kannst lachen. Ja, okay. Weißt du, ich schaue so viele afrikanische Videos, wie ich kann mich mit dem identifizieren. Aber Gabirano in dem Fall, oder? Gabirano schaue ich in den Videos nicht. Nein, ich schaue Gabirano in den Videos nicht. Wie gesagt, es ist genau wie ein Fußballspieler, wo geht shooten. Er schaut selten auf Fußball. Es ist einfach so, ich bin dem Game, ich kenne die Leute, wie sie ticken. Ja, aber du bist eben schon mega lang da, weißt du, das ist schon mega lang, darum frage ich dich das auch. Du bist einer der Ersten, Bendrit, du, Zeki natürlich. Ja. Wo ganz, ganz früher, wo jetzt auch noch eigentlich rum sind. Wie viele sind ja verschwunden? Also der Zeki finde ich krass, wegen seiner Durchhaltevermögen und seiner Qualität. Der ist ein intelligenter Mensch. Ich weiß nur, wo wir Jungs waren, wir sind nur im Ausgang. Der Zeki hat Alarm gemacht zum Video machen, Bro. Ich war am Schlafwerk, Bro. Bisschen ältere daheim. Zum Video posten? Zum Aufstehen am Samstagmorgen zum Videos machen. Ja, eben. Und da habe ich gedacht, Bro, wirst du mich komplett verarschen, weißt du? Und wenn du siehst, wie lang er dabei ist, wie er das hat durchgezogen, sage Respekt. Und das stimmt. Ja. Du machst sowieso die rassistische Sachen und er macht das, was der integrierte Schwarze. Irgendwann. Nein, ich mache jetzt Podcast, Bro. Ich will eben nicht mehr so. Ich mache nicht mehr so viel mit dem Filter. Ich habe keine Lust mehr auf das. Weil Leute mich immer falsch verstehen. Wir sind alle gut, jeder ist auf seine eigene Art gut. Und gibt es einen, den du richtig scheiße findest oder so? Wenn einer müsste nennen, hey, der stresst mich. Im Moment sind sehr viele Frauen auf TikTok, sie labern immer so eine Schicht. Ja, aber. Das kann ich nicht mal anschauen, weißt du? Das kann ich nicht mal anschauen. Ich weiß, ich kenne die Frauen nicht, Bro. Aha, du siehst einfach. Im Moment sind einfach zu viele Kretos unterwegs. Und was sagen sie zum Beispiel? Was dich stresst jetzt? Ja,
die Schweiz ist so, ich tue auswandern, ich Distanz, ich dies. Ja, gang. Es interessiert niemand, weißt du. Gang einfach, wenn du willst auswandern, gang, Kollege. Ich habe auf eine reagiert letztes Mal, wo das gemacht hast, ist noch recht gut gelaufen, ja. Sag, ja, ich tue auswandern aus der Schweiz, weil es ist so, Bro, gang. Gang. Niemand hat, es interessiert. Bereisen wir verdammt Ja, nochmal. es interessiert uns nicht. Wenn du willst, geh einfach. Tut nicht andere Leute beeinflussen. Ja, ich gehe dort. Ja, aber die Videos laufen manchmal noch recht gut. Das hättest du ja du nicht einmal gesehen. Das oder? ist, weil Leute sind attached, weißt, von Negativität. Stimmt, das läuft bei mir Wir wollen besser. immer negativ hören. Du kannst ein krasses Video machen, wo Darum stelle ich mega- die Frage. mega informativ ist, aber du bekommst vielleicht 50 Likes. Mittlerweile habe ich vielleicht 30 Likes auf meine Videos. Bro, ich auf dem Podcast, im Podcast teilweise auch, seit das neue Format, weil wir folgen ja meistens Rassisten und so. Ja, Und sie sehen jetzt, der hängt mit Ausländern im Podcast, der schnurrt ja ganz anders als in den Videos. Das läuft nicht mehr so, ja, aber Ja, mir es ist läuft nicht mehr scheißegal. so. Und Bro, was sind deine Creators, wo du sagst, wenn drei könntest du nennen, wenn du willst? 3. Also Gut ich glaub, und 3 schlecht. mehrere. Also Top ich 3, Top Top. und Flop 3. Gabriano ist eins von denen, weil ich kenne ihn seit Facebook-Zeiten. Okay. Und wo er so Wein-Videos gemacht hat, Voll, da muss habe ich ich sagen, aufgedeckt, alles, von Weinseite bis jetzt immer noch dran. Es gibt nachher jetzt eine Zeit gegeben, wo er nachher, ich weiß nicht, ob er vegan war oder irgendetwas. Ja, voll. Dort habe ich Fruitianer und nachher so. weniger Früchte nur geschaut und er hat auch weniger Videos gemacht, aber nachher ist er wieder zurückgekommen. Also muss ich sagen, Gabriano ist eins von denen. Ihr alle, also alle, die mit Zeki Videos machen, sind auch eine Gruppe. Also du, Pira und Frank ist auch drin, glaube ich. Nein, er ist auch später. Er ist nie später. Auf jeden Fall. Und Gusti, bevor was jetzt passiert ist. Jetzt Muss findest du man- nicht mehr gut, oder? Nein. Also er macht jetzt nicht mehr so die Videos. aber der Aha, Gusti, weil der- er die weißt du, Videos was nicht der- macht, meinst du? Genau. Also welche findest du jetzt gut? Die Umfragen, Ja, Stadi-Szene? Szene und allgemein das Singen und einfach so Kreativität mit den Werbungen, mit die er White ist krass, hat und ja. White. Er hat es mega gut. So Videos, wo Intelligenz so Zeit brauchen, wo du weißt, jeder kann es nicht machen. genau, Ja. Denn Mit Travis Scott und Genau, so ist eben. krass. Zeit ist investiert worden, um das zu machen. Geld. Geld auch. Und dann denke ich, okay, gut, that is another level. Ja. Und wie er rasch gesagt hat, es gibt gewisse Influencer, die genau das Gleiche machen wie jeder. Weißt du, kannst sagen, okay, gut, du machst es, aber er macht es auch. Und du tust einfach ein bisschen ändern. Ja. Oder manchmal ich sehe es auch, weil ich Englisch ist nicht meine Muttersprache, aber ich schaue auch viele Sachen auf Englisch, Okay. Englisch Time. Was ist deine Muttersprache? Französisch? Swahili. Swahili. Was ist jetzt das wieder sagen? Nein, was Swahili. Swahili. Das Lion King, der Hakuna Matata. Ah, Die- so redet er. Hakuna Jungle, the lions sleep tonight. Auf jeden Fall. Ich sehe auch, was in USA alles läuft in meine For You-Page und dann gehe ich auf die deutsche Page gesehen, die haben es einfach auf der. Ja. Genau das Die Gleiche. haben es genau Copy-paste. geklaut, ein bisschen Zum geändert. Beispiel, hast du gesagt? Also ich würde jetzt nicht sagen, wer. Nein, ich würde jetzt nicht Drop, sagen, komm, wer. bring Nein, ihn. nein. es Bro, du gibt- bist 2 Meter, bring ihn heim. Nein, es hat nicht mit dem zu tun. Weißt du, so vielleicht, weißt du, er Okay, nein, ich ist mach- von dem, weißt du, was ich okay, meine? Ich ja. wollte nicht. Aber auf jeden Fall, manchmal sehe ich das. Ja. Weißt du, was ich meine? Ist normal, da in der Schweiz so Copy-Paste. Habe ich Jeder auch macht schon dasselbe, gemacht. weißt Vom Italienisch ins Deutsch und ist sogar gut. Eines von meinen Ja, du besten kannst dich inspired lassen, also inspirieren lassen von dem. Aber eins zu eins, denke ich, das ist etwas anderes. Ja, eben, ein bisschen. Oder eigentlich ist es aber auch gut, du tust es ja, wenn es jemand. Ja, 1 zu 1 finde ich auch scheiße. Mhm. Wenn es ganz genau gleich ist. Wir haben das auch mal gemacht mit dem Mechor Francisco. Haben wir ein Video gemacht, einfach ins Deutsche nachher. Es ist nicht genau 1 zu 1, aber mega ähnlich. Und dann haben auch ein paar geschrieben, hey, das ist von denen geklaut und Ja. so wurde viel geschrieben. Mhm. Aber ich finde es manchmal ist noch okay. Wenn man es jetzt einmal macht, finde ich es nicht so schlimm, wenn man es nur so macht. Aber manchmal ist es eben gut, weil dann verstehst du es auch. Weil Mhm. viele können nicht, zum Beispiel Englisch oder so nicht so gut. Und Mhm. nachher ist es auf Deutsch. Aber eben, ja, wie du sagst, wenn du die ganze Zeit das machst, ist schon scheiße. Aber jetzt gibt es auch die Newcomers. Jetzt gibt es die Newcomers, zum Beispiel so wie der Miro. Er macht es Ja, auch. aber er Wenn ist man- schon fast etabliert langsam. Er ist Wer schon ist, nicht mehr- wer ist Miro? Ich habe Hunger. Ah! Ja, Bro. Ja, Er ja, isst und ja, so. ja. Er ist auch da gewesen. Weil, schau, er hat es genau genommen, die Format gibt es schon, Leute essen, aber ey, I'ma show you what, ich esse mit den Händen. Und so, Ich fress. oh! Ja. Wie essen die? Mit Besteck oder mit den Händen? Wie fressen die? Früher habe ich mit den Händen, also von mir Jungs oder zu Afrika, Jawohl. habe ich mit den Händen Ei, Topf, alle. Alles Spaghetti, die ganze Nein, also Reis und dann Fleisch, du musst deine Fleisch mit der anderen Hand verteidigen. Ja. Und wenn du nicht Aha, geschaut du musst hast, also weißt du, verteidigen. Mit Messer kannst du besser mit Besteck verteidigen. mit der Hand ist auch gut. Ich weiß nicht, bei dir ist auch das Gleiche gewesen, ne? Bei mir war es gleich. gewesen.
Bei mir ist Glück gewesen. Aber jetzt sind wir Aber wegen es gibt- es Stäbchen, oder gibt, was andere? Es gibt spezielle Check. afrikanische Gerichte, wo du nicht mit Gabel oder Kannst Messer essen. kannst essen. Zum Mhm. Beispiel Fufu. Kennst du Fufu? Ja, sicher. Das ist einfach so Tradition, weißt Aber ich bin letztes Mal in einem eritreischen Restaurant gewesen. Und die Dort haben kannst kein du auch- Fufu, aber die haben so Surteig. Ja, das ist so das, Das so Brot. das Brotding. Ja. Das esse ich auch mit der Hand. Oder Sur. Ja. Ja. Das kannst du ja. Wie willst du das mit Messer Genau, und Gabel einfach. essen? Genau. Mein Schwiegervater ist ja Tamil und ich esse auch bei ihm. Das tamilische Zeug, ich esse das so. Mit Mhm. der Hand auch, ja. Du musst einfach nicht in die Augen nachher, weil es ist scharf. Genau. Ja. Ja. Ich meine, Eier ist schon mit dem Hand oder nicht? Was? Eier. Eier? Er meint Ei, so gekochte Ei. Ich esse sowieso, ich habe schon immer auch, ich habe als Kind immer mit der Hand gegessen, wie ein Schwein und so, sagt meine Mutter und meine Frau, beide haben immer gesagt, ich esse wie ein Schwein. Ich habe immer schon mit der Hand ein bisschen gegessen. Ein bisschen mit der Gabel, ein bisschen mit, ich habe immer schon mit beiden. Ja. Bro, aber du hast noch du hast Top 3 sollen sagen und Flop 3. Wir wollen noch ein bisschen Fitness machen da. ein Hat's bisschen. Flop 3, damn, Flop. Wer ist scheiße, Bro? So Scheiße? Wer ist scheiße? My Ich bin goodness. auch ein Rassist und so, weißt du, aber es gibt andere. Nein, ich glaube, Scheiße ist So Scheiße. Leute, die du einfach nicht, du hast nicht so gern oder so, oder du sagst, der geht mir wirklich auf die Nein, Eier. also wenn ich den nicht gerne habe, dann folge ich dir nicht. Und eben, dann bist du nicht in mein, also ich kann jetzt nicht nennen, so einen, den ich nicht gerne habe. Okay, Weißt kannst du du gerne, ja. Und es Aber ist das auch Reel daraus Geschmackssache. machen, weißt du? Nein, Ich es ist markieren Geschmack- einfach. Nein, dann habe ich Beef damit. Aber auch die Ja, Tik- Negativität geklickt, auch die, weißt du? auch die TikTok-Frauen, wo immer so live kommen und den Enang beleidigen, das. Du weißt alle, was Die ich TikTok meine? Live-Dings da, die, ja. Die Szene da im Schaffhause, sie kommen live, sie beleidigen, fick deine Mutter. Ja, weißt du dies, das. wieso? Weil dann haben sie mehr Zuschauer und so. Dann denken sie sind mega. Nein, das ist alles so dumme Frauen, man, so niedrige IQ. Du machst Kamera auf und dann tust du dann quasi Ja. beleidigen. Ja. Du gehst für Drogen, du gehst für Ja, Alkohol, voll. du gehst für die Schlägerei. Was du, Mann, ich weiß nicht, wie kann du das so etwas führen? Ja, weil sie sehen, dann, die haben mega viele Zuschauer und so. Ich habe früher auch TikTok Live und so gemacht. Machen die live eigentlich? Hm. Nicht So so live viel wie du. streamen und so. Ja, aber ich mache auch nicht mehr so viel. Ich tue einfach ein bisschen, manchmal ein bisschen gamen und so. Das mache ich. Ich weiß noch, wo ich noch nicht so bekannt war. Ja. Also noch nicht viral, ich glaube, so ist vorletztes Jahr gewesen. Du bist auch recht viel online gewesen. Das ist, glaube ich, dort, wo du viel Geld hast können machen. in Ja, TikTok ich bin ja und in der Zeit gekommen, dort mal, weil ich viele TikTok Live-Matches gemacht und im besten Monat habe ich 60k oder so verdient. Ja, voll. Und darum, ja. Und dann einmal, ich glaube, ein Kollege, du kennst ihn, er ist auch von Schaffhausen, Häblingen oder irgendwo so. Wow, wer? Nenad Ah, Pro, ja. Nenad Pro ist Rapper. Ah, ja, ich weiß, wer das ist. Ja, Er hat mir mal mein Video mal geschickt und dann hast du reagiert auf mein Video. ich habe auf dieses Video nachher reagiert. Genau, das ist die erste Video, Was wo habe ich geschrieben? Habe ich N-Wort Nein, gesagt, oder was? nein. Was? Es ist das Video, wo ich nachher gesagt habe, ich bewerbe mich für den Schweizer Pass. Weißt du, nachher bin ich okay. so. Und nicht, Aber bist du Was Habe eigentlich, ist ich gut reagiert? Schon, ich glaube schon. was ist das? Da, Bist- schmeckt, Bro. Das Nico. verkaufen wir im Candy House. bist Wenn du, die ganze ich Zeit find- da finde am das Aufmachen im, und dann- bist du eigentlich der Bio. Rassist? In der Dings. Ich? Ja. Bro, ich bin Also Rassist. bist du, Nein, bist du ein Partei, also hast du, Tanzengrenadier, ich bin Rassist. Kennst du den? Du Kosovo-Albaner. Nein, Bro, was für du kennst mich. Du hast meinen Vater schon kennengelernt, du kennst meine Frau mega Hat gut. dein Nikotin Du oder kennst so? nein. Du kennst meine Tochter, jetzt habe ich ja 2. Du weißt es ja eigentlich. Aber eben, ich muss jetzt am 19.06. muss ich vor Gericht gehen, ja? Bei der Schweizer Nationalmannschaft. 19.06. um 8:30 wo sagen, Uhr. du bist kein Rassist? Ich muss mich erklären. Weißt du, das sind ja, die mich angezeigt haben, sind ja richtige Schweizer Bünzlis. Und Ja. ihnen muss ich jetzt erklären, dass ich kein Rassist bin. Das macht gar keinen Sinn. Weil ich ja selber, mein Vater kann nicht mal richtig Deutsch. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ihn dort an, er versteht nachher dort nicht einmal alles. Aber mega viele Leute macht sagen, gar keinen Italiener sind Rassisten. Bro, aber Italien sind wie zwei verschiedene Länder. Es gibt Süditalien und es gibt Norditalien. Das ist wie zwei verschiedene Welten. Die sind rassistisch gegeneinander. Ja. Norditaliener haben nicht so gerne Süditaliener. Süditaliener haben nicht so gerne. Weißt du, es ist. Aber ich finde schon, es gibt auch Rassismus in Italien, in den Stadions, das stimmt. Im Fußball. Aber das gibt es, glaube ich, auch in Spanien und in anderen Ländern auch. Aber du musst mal U21 anschauen von Italien. Es sind nur Schwarze. Ja, Bro. Die Schwarzen sind Es hat gar überall. kein Weißes mehr dort. Das ist wie Frankreich geworden, ja. Aber wieso fragst du mich, Bro? Du meinst, ich bin. Nein, weil ich weiß nicht. Vielleicht hast du eine eigene Meinung
gegenüber Schwarzen, gegenüber Tamilen. Ich weiß nicht, darum frage ich. Nein, Bro, sonst hätte ich ja keine geheiratet, weißt du? Vielleicht bist du gezwungen worden zum Heiraten. Ich bin gezwungen worden. Sie haben mir gesagt, hey, da mit der Knarre am Kopf, ich muss meine Frau heiraten. Ja. Nein, aber es ist schon, es macht wohl keinen Sinn, dass ich dort muss angehen. Ja, gang einfach vor Gericht und sag, hey, meine Frau ist schwarz. Ja, aber weißt du, deine Frau ist schwarz? Also schwarz, sie ist light skin, ja. Aber was ist sie? Weißt du, ihr Vater ist von Sri Lanka. Aha, okay. Nambinda. Und sie ist halb Tamilin, ja. Und meine Tochter, weißt du, meine Tochter hat es auch schon zweimal hat sie mir schon gesagt, dass sie ist wirklich light skin und sie hat gesagt, das andere Kind gesagt hat, ihre Hautfarbe sieht aus wie Gacki und so. Also das ist ja mein eigenes Fleisch und Blut. Und dann kann ich ein bisschen, ich kann nicht wie ihr jetzt empfinden, wie sich das anfühlt, aber das ist trotzdem, das ist meine Tochter, das ist wie ich. Und sie hat gesagt, sie will weiss, sie hat brüllt und so, hat gesagt, sie will weiss, aber sie ist ja gar nicht so, weißt du, sie ist ja nicht mega dunkel. Aber trotzdem, so neben einem blonden Schweizer Bub sieht man schon, dass sie keine Schweizerin ist, weißt du? Ja, und eben, dann weiss ich schon, wie sich das anfühlt, wenn... ja, das will ich alles in Zukunft ändern will. Im Moment stehen sehr viele Schwarze auf weiße Leute, auf weiße Frauen. Und dann machen sie Kinder und dann die Kinder sind Schokolade, also Karamell. Jetzt ist es besser. Früher, also wenn ich gekommen bin, welches Jahr bist du gekommen? 2008? Also ja, genau, auch 2008 gekommen. Ja, gerade zusammengekommen. Ist schlimmste. Mit dem Boot, also, ja, man dort schon am Zürich haben, hättest du nicht können laufen, ohne dass du in Kontrolle gekommen bist. Und jetzt haben wir das nicht mehr so, man? Nein, jetzt nicht mehr. Nein. Jetzt die Polizei schaut mich an und sagt, geiles Sieg. Aber früher, sie haben immer gesagt, wo ist denn Ausweiskontrolle? Und wenn du das Ausweis vergessen hast, dann bist du gerade haben sie dich mitgenommen zum Nachschauen. Aber haben ihr das oft, dass nachher so irgendwie euch die Leute ansprechen, hey, hallo, wie geht es dir? Und so, weißt du, das habe ich immer noch jetzt als Graubünden. Und ich tue sogar Antworten auf Schweizerdeutsch, aber sie gleich und immer trotzdem. noch. Und trotzdem Hochdeutsch. I'm like, yo! Welche Sprache bin ich jetzt noch? Und trotzdem, hey, was machst du? Bei mir reden sie immer Hochdeutsch und das stresst mir die ganze Zeit. Sogar eine Frau an Kasse, wo von denen oder von Coop, haben sie Coop Superkarte. So, red einfach Schweizerdeutsch mit mir, Mann. Du musst mit mir zuerst reden, zum Wissen, ob ich verstehe oder nicht. Ja. Aber haben sie Coop, weißt du, eine Frau vor mir, Haiti Coop Superkarte. Ja, und da komme ich. Haben Sie Superkarte? Haben Sie Superkarte? Ja, Haben Sie Superkarte? Haben Sie diese? Ja. Ja. Ja, ich habe auch so ein Video gepostet, wo mir nachher in den Kommentaren haben mir recht viele Leute nachher auch noch, sogar meine Leute Was für ein Video? Ja, wo ich nachher sage, hey, ich habe Leute, ich gehe im Laden da, gerade und Leute reden immer Hochdeutsch mit mir und ich habe kein Problem mit dem. Weil, wo sollten sie wissen, dass ich Schweizerdeutsch kann reden? Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich jetzt mit dir anfange zu reden und du hörst mich in Schweizerdeutsch, dann macht es ja keinen Sinn. Glaub mir, sogar bei mir haben sie das mal gemacht. Das macht null Sinn im Restaurant. Ich bin sie am Servieren, sie reden zuerst normal mit mir und nachher plötzlich kann ich noch ein Wasser haben. So, ich bringe Ihnen noch das Wasser. Danke vielmals. Aber meinst du, sie machen das nicht aus Respekt? Weil sie wissen nicht, vielleicht bist du ein Tourist, vielleicht bist du das. Ja, ich glaube schon. Nicht so. Es gibt eben solche Ausländer, die sagen, bitte kannst du mit mir so reden, weil sie verstehen nicht. So ein Afghaner, Kollege, den ich kann, also ich verstehe dich nicht. Bitte kannst du so mit mir sprechen. Weißt genau. So, weil er versteht nicht, wenn ich normal Schweizerdeutsch mache. Aber das kann eben genau die Vorteile, die die Leute, es kann positiv oder negativ sein. Ja. Ja, aber Bro, bei euch ist es eben gerade, aha. Ja, der Schwarz kann nicht Deutsch, oder? Nur gerade wegen Aussehen, direkt, bam. Checkst direkt wegen Hautfarbe. Es ist einfach so, Bro. Oder nicht? Ja, es ist so. Wieso redet sie mit euch einfach so, ohne dass sie euch vorher gesehen haben? Und wenn ich dort stehe, redet sie, jawohl, ja. Ich habe einen Cheatcode herausgefunden. Ich weiß nicht, ob du auch checken kannst. Früher, also, als ich nicht so gut Deutsch konnte, dann habe ich einfach auf Englisch dann gewechselt. Und dann habe ich so da, als wäre ich Amerikaner. Nachher hat es mehr Respekt gegeben. So, also, ich weiß nicht, wie Schweizer haben Amerikaner. Ja, weil sie denken, ja, braucht nichts Deutsch und so. Ich check den nicht, was ich. Und dann, sobald ich sage, excuse me, can you help me? He's like, oh yeah. Oh, where you from? America? Und dann sind sie, aber wenn ich sage, ich vom Afrika, so. Aber, ja. Was findet ihr, was können eigentlich Schweizer von Afrikanern lernen, von dieser Kultur? Von afrikanischer Kultur? Was kann ein Schweizer lernen? Ich weiß nicht, wir Afrikaner sind nur durchhalten, weißt? Mental sind wir sehr stark. Wie wenn du weißt, was wir alle durchmachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Zum Beispiel bei mir, ich habe ein ganzes Dorf
ganze Dorf in Kamerun, wo muss unterstützen. Wie unterstützt? Finanziell? Ja, finanziell manchmal musst du ab und zu Geld schicken, damit die Leute... Jetzt schickst du auch Ja, an sicher. Verwandte. Ja, sicher. Es ist so wie Pflicht. Also wie Pflicht? Wie meinst du Pflicht? Weil, Sie Es ist schicken die einfach so Rechnung, oder was? nee, aber die Leute denken, sie haben Apple in Europa. Wenn ich mega viel Afrikaner denke immer nur, ja, Europa Ich ist weiss. logisch. Ja, die logisch, meint, du bist reich. Oder? Genau. Und dann, wenn sie nicht können essen, dann sind sie nur hässlich auf die. Und natürlich, du bist in Europa. Wir sind da wegen den Leuten, die in Afrika sind. Ich weiß nicht, wie bei dir ist. Zeig ihnen mal, wie viele Rechnungen du hast, Bro. Schick ihnen mal. Scheißegal, Sie denken, Mann, was ihnen ist das? Scheißegal, Bro. Ja, Die aber sind ihnen nicht scheißegal. zahlen. So, wenn du so viel Rechnung kannst zahlen, dann hast du so viel Ja. Geld. Aha. Also, weißt du, was ich meine? Ja, Ja. Das ist so. Und es ist so viel Druck hinter dir. Ich meine, du lebst ja jetzt für dich und deine Familie, wo du bist. Ja. Aber ich lebe nicht nur für mich, weil ich lebe. Ich schaue, dass ich die Leute in Kamerun, in meinem Dorf unterstützen will. Schlussendlich sind wir in dieser Welt für eine kurze Zeit. Wenn du Ja. eine andere Person nicht kannst glücklich machen, es gibt ja keinen Sinn zum Und du meinst, da in der Schweiz schauen sie eigentlich nur für sich alle? Auch in der Familie? Wow, so viel Egoismus habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Kann ich ein bisschen Pushback machen da? Ich bin auch der gleichen Meinung, bevor ich zu Graubünden gezügelt bin. Okay, das ist anders. Also ich habe immer gemeint, die Schweizer sind das so, das ist nicht familiär, ja, jeder ist für sich, bla 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 bla. Aber wo nachher jetzt, vielleicht ist es nur meine Frau, ihre Seite und so Familie. Aber bei ihr, Was sie ist haben deine das, Frau auch? die ist Schweizerin. Ah, sie ist Schweizer. Sie Jawohl, haben das, was du positiv jetzt, zum Beispiel, ich bin überrascht. Ich weiß noch, wo meine Eltern ihre Eltern zuerst mal kennengelernt haben. Ja. Sind wir nachher dort hergegangen, haben sie nachher alles schön eingerichtet, haben wir gegessen. Mein Vater hat gesagt, er hat schon Angst gehabt, weil mein Vater ist nicht so rassistisch in dem Sinn, er sagt, hey, jede Weisse ist es so. Aber es ist mehr so die Schuld, wieso Schwarze schlecht sind, also schlecht sind, Ja. weil es wegen der Weisse. So ist, Mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Und nachher mein Vater, er ist auch selber überrascht für die Familie. Er so, die haben uns angenommen, als wären wir Familie. Die haben Ja. mit mir geredet, wir haben nichts gemerkt, dass sie Rassisten sind. Eigentlich oder- sollte das ja normal sein. das Normale muss normal Sache sein. Und dann wir gegessen, sie sind familiär und eben, seit ich dort wohne, ist die helfen auch. Wir sagen immer als Afrikaner, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Genau. Und da in der Schweiz, wenn du in der Stadt wohnst oder in Zürich oder allgemein so die Stadt, Ja. das findest du nicht, weil die Frau und Mann sind beide am Arbeiten. Ja. Und Grosseltern, weißt du, alle schauen für sich, ich muss arbeiten, nein, ich habe frei, ich habe meine Ferien, ich muss meine Zeit geniessen, ich kann nicht machen, ich selber Du schauen. musst Nein, anders da, Mensch. Ja. nimm das Kind in die Kita, dies. Ja. Aber nachher zu Graubünden ist nicht so. Ja. Die helfen uns, weißt du, was ich meine? Ich habe 2 Kinder, meine Frau musste ihr Studium fertig machen. Sie hat es fertig machen, weil sie hat Hilfe bekommen von ihren Eltern, Mhm. von ihren Schwestern, von Ja. den Grosseltern. Und Vater hat geschaut. Vater Mhm. ist immer unterwegs mit meinen Kindern, mit den Traktoren und so. Du hast immer nur das Landleben und Ja. so Zeugs, wo es nachher wir gewöhnt sind. Und darum muss ich sagen, ja, das stimmt, was der Rasch sagt, die Schweizer können das lernen, aber ich bin auch überrascht gewesen, dass es nachher überhaupt, also, dass es Schweizer gibt, die das auch machen. Ja, eben. Und Wir das sind ist immer alle aber im im Land. Land, schweißen Aber das ist schnell, deine oder? eigene Familie, weißt du? Ja, Das ist deine Familie. genau, ja. Ich meine nur, zum Beispiel mir im Dorf in Kamerun, Ja. wenn die Nachbar kocht, Mhm. du ziehst andere Leute von Dorf laden zum Essen, Distanz, einfach zusammenhaut. Mhm. Aber da, Bro, du gehst zu den Nachbarn und klingelt, ja, es ist schon zahnig, egal, wieso kannst du mich nerven, ich muss schlafen. Ist das bei uns, oder? Wo du wohnst jetzt? Ne? Ich kenne meine Nachbarn nicht, vor allem dort, wo ich jetzt wohne. Es ist ein altes Gebäude, also ist alt und es ist nur aus Holz. Ja. Ah, du hörst alles, meinst du? Er macht so. Jeder Furz hörst du Also, alles. komm, wo ist schlimmer jetzt, als der Schweizer wurde. Wenn es so, Du bist selber, du bist der, der jetzt gerade Leute. ich mache so, kommt der Stutze noch mal, es ist so zahnig, dies, Ja. das, dies, das. Da Und bin ich mir- mal. mir jetzt so wichtig wäre, wenn Ja. wir uns im Treffenhaus sehen, er grüßt mich nicht, ich grüße ihn nicht. Wir Ja. schauen uns so an. Ja. so, verpiss dich. Ja, aber wo ich jetzt wohne, ist eigentlich gut. Aber früher, wo ich gewohnt habe, haben wir auch alle Einfamilienhäuser gehabt. Und alle sind mehr Italiener dort gewohnt und ein bisschen mehr von allen Ländern. Ein bisschen. Und dann hat man das immer einmal im Jahr ein Fest gemacht. Und dann haben wir alle Essen gebracht von ihrem Land. Die einen sind von Korea, haben so koreanisches Essen gebracht, die italienisches. Und dann hat man alle zusammen gegessen, mit Bank aufgestellt. Und nachher Genau. haben angefangen, mehr Schweizer hinzuzügeln. Mhm. Und nachher plötzlich hast du müssen
Wir haben auch das Fest gemacht. Hey, du musst Getränke plötzlich zahlen und so. Ja. Wir so, was ist das in Italien? Du musst sicher nicht, wenn du ein Fest im Dorf musst, Das sicher ist, nicht Getränke zahlen und so. Was ist das? Weißt du, der bringt Bier, der bringt das und du nimmst einfach. Musst du Genau, mal fragen, weißt? genau. Und nachher musst du anfangen, das zu zahlen dort. Nachher sind wir nicht mehr gegangen. Ja, und du ladest etwas da, die Schweizer laden etwas zum Geburt. Ja, kannst du Bier mitnehmen oder Kuchen oder dies, das. Ich weiß nur, Bro, es ist einfach ganz anders. Ja, aber jetzt, wo ich wieder wohne, das- ist das ja. eben, haben wir auch das, aber dann musst du nicht zahlen. Das sind auch viele Schweizer. Jetzt, wo ich wohne, ist Chillig, genau ja. so. Also, es ist genau, ich bin auch überrascht. Manchmal gibt's, ich muss nichts bringen, die Hands. Ich bin gewöhnt, zum nachher, hey, wir machen einen Grill, bring den selber, die Glas mit Saal. Aber dort, sage ich, hey, ich kann auch auftauchen ohne nichts und etwas Ja. essen. Ja, Eben einmal aber nimmst du musst einmal nimmt aufpassen, der. du musst aufpassen, dass sie nicht daheim sagen, hey, der Valerie, weißt du, Aha, immer unsere ja, Sachen schau, nicht er hat alles fressen, weißt du, gefressen, bring ja. nicht, weißt du, der Profiteur, weißt du. Ja, aber wenn du das mehrmals dann machst, jedes Ja. Mal auftauchst und du bringst nie etwas, ja, dann ist Ja. logisch, sagen Ja, sie irgendwann, hey, Das sowieso. der Ja. der Ja, macht aber nicht. frag mich nicht, weißt du, durch mich laden, frag mich nicht, kann ich etwas Aha, mitnehmen? ja, Bro, wenn ich du habe einladest, eine ja. gemütliche Zuhause, ich kann bei mir daheim bleiben, weißt Ja, aber Wenn manchmal ich kannst du komme- fragen, hey, brauchst du etwas, soll ich etwas mitnehmen? So Ja, einfach, sicher. einfach so, du. Ja. weißt du? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Du wohnst wirklich in Neueneck. Ja. Ich hab gemeint, das ist noch ein Witz. Wie Nein, bist du das zu dem gekommen? Dort habe ich, also meine Ex-Freundin hat dort gewohnt. Ja. Und da hat sie gesagt, ja, zugleich auf Neueneck. Da haben wir dort zusammen wohnen können. Dann, ja. Ich bin Neuenecker, weißt Aber nervt du. Und euch? die Gemeindepräsidentin von Neueneck heißt Frau Schwarz. Oh no! Ja, Also, du ja. hast gerne mal ein Bild gemacht oder so, gell? Ja, Frau Nein, Schwarz. Ja. Frau Schwarz, ist sie Rassistin? Nein. So gut. Nein, ich tue auch viel lesen, darum entdecke ich so Orte wie Negidai, Schwarze Neck, dies, das. Du musst lesen, Bro. Bro, aber wie findet ihr das, wenn euch stresst euch das, wenn bist du Afrikaner, wenn das jemand fragt, oder kannst du Afrikanisch und so? Habt ihr das oft? Ist das etwas, was euch nervt? Wenn Für mich jemand ist das, fragt? wenn mir das jemand fragt, ich denke, der nutzt seine Zeit im Internet nicht. Weißt, anstatt auf TikTok, swipe, du musst lesen, was um dich so passiert. Also so passiert. Du musst informativ sein, du musst immer präsent sein. Ja. Wenn du mich fragst, kannst du Afrikanisch, so, Bro, bist du behindert oder was? Nur in Kamerun reden wir mehr als 230 Dialekte. Ja. Wie mir so Was? verschiedene. Wie viel? 230. Ja, ich weiß nicht mal, wie viele Dialekte es in der Schweiz gibt, aber vielleicht etwa 20, 30, oder? Jede verschiedene Ethnik hat eine andere Sprache. Ja. Wir können von gleichen Dorf kommen, aber vielleicht bist du von dieser Ethnik, du redest mit den Leuten, ich verstehe nicht, was du sagst. Aber trotzdem wohnen wir im gleichen Dorf. Ja. Und anstatt zu informieren, ja, wie ist so eigentlich Afrika? Du hast Die einfach schmeißen nur... alle einen Topf irgendwie. habe ich Genau, das Gefühl. ja, Afrika hat kein Wasser, die Afrikaner sind arm. Ich gehe in Afrika, in Brunei aufbauen, ich mache kurze Video zum sagen, die Afrikaner sind... Bro, Findest du das heuchlerisch, wenn man in das ist sehr heuchlerisch, Bro. Das hat mich so aufgeregt, weißt. Das, was dein Kollege dort gemacht hat. Welcher Kollege? Ich kann schon sagen, jeder weiß, Bring ihn ein, wer. ja. Das ist Karma. Was war? Brunei. Nein, wenn Bauen. jemand einen Brunnen baut in Afrika, Ah. findet er heuchlerisch, weißt du? Ja. Und macht Video für seine Marketing, So. zum Ja. sagen, ja, weißt. Ja. Und wenn Leute das sehen, sie denken, Afrika ist wirklich arm, dass wir dort sind nur am Betteln. Bro, es gibt Leute in Afrika, wo wenn sie ihren Mund aufmachen, es gibt Leute, wo in Europa nicht einmal mithalten. Afrika ist so reich, weißt. So viel Natur, Mineralsachen, Öl, Welches ist das reichste Land in Afrika? Südafrika oder Nigeria. Okay. Ja. Dort lebt man gut, oder was? Also, Dort ich habe keine Ahnung, ich frage. dort gibt es ist nicht so wie in der Schweiz. Weißt du, in der Schweiz gibt es die Worbes. Weißt du, in der Schweiz ist die Distanz nicht so, du Ja. merkst das nicht. Aber bei uns in Kamerun, du merkst, dem geht's gut, der hat Geld. Weißt du, der Unterschied ist so groß. Es gibt mega okay. viele reiche Leute und es gibt mega viele arme Leute. Ja, Besser ist nicht, Afrika ist arm. Afrika ist nur arm in Mentalität. ja. Wenn sie das ändern, Korruption bekämpfen, Bro, ich schwöre auf meine Mutter, niemand kann mit Afrika mithalten. Ja. Afrika ist größer als Amerika, weißt du, ganz am weißt du, was ich meine? Aha, ja, der Kontinent. Kontinent ist größer Ja. als Amerika. Ja. Die Amerikaner, wieso denkst du, die Franzosen, die Amerikaner, sie kommen immer auf Afrika, jo, wir wollen euch Straße bauen. Ja, sie kommen auf Straße bauen, aber sie nehmen sehr viel wertvolle Sachen mit.
Ja. Minerale, Diamante, Gold, Öl. Und da gibt es 1 Franken, ja, 1 Franken, 1 Franken. Damit die Afrikaner immer zweite waren. Und wenn die Afrikaner das, ihre Mentalität können, ein weißer Mensch kann mir nicht sagen, ja, du bist schwarz und ich fühle mich beleidigt. Ich so, ja, wer bist du? Was ich meine, es Ja. da. Viele Weisse denken eben irgendwie, sehe ich manchmal, dass sie sagen, wenn irgendeine, ich habe das jetzt beim Kiko in einer Dings gesehen, da die Talkshow unten dort war, dass viele Schwarze sich in die Opferrolle tun. Ja, Findest du das, dass Schwarze sagen immer, ja, bei mir, ich kann nicht einen Job finden wegen meiner Hautfarbe, ich kann das nicht wegen der Hautfarbe und so. Siehst du das? Ist das so? Hast du auch so Erfahrungen gemacht? Oder? Ja, aber Oder du auch? Ich weiß nicht, aber ich sage immer, wir müssen 2 verschiedene Leute. Boah, mein Vater leitet ein Labo vor 200 Mitarbeitern, aber er kann nicht immer so gut durch wie ich. Er hat 200 Mitarbeiter? Ja, ich bin Laboleiter. Alles Weisse? Nein, es gibt Italiener. Mein Vater nie hören, dass es Rassismus gibt. Es sagt immer, es gibt ja Diskriminierung. Okay. Aber wenn du etwas sagen willst, you have to step up your game. Du musst Präsenz zeigen, du musst nicht immer im Opferrolle sein, ja, ich bin schwarz, ich kann das nicht erreichen. Natürlich, es gibt ein paar Sachen, wo du bekommst das nicht, weil sie tun alle Schwarze im Eintopf werfen. Darum habe ich Schwierigkeit, weil als Schwarze muss ich immer doppelt machen als ein Weiße, um die können beweisen. Aber wenn du das kannst, Barack Obama ist Präsident von Amerika, Bro. Gibt es vielleicht mal einen schwarzen Bundesrat, der Navin Hostetler oder wie der heißt? Der wo sagt Spiegel? Ja, der ist ja, genau. Der ist Der muss ich mal, falls du das siehst und mal kommst, nein, ist Inder, glaube ich. Inder? Wenn du bei Rasse willst nennen, ja. Kannst gerne mal da kommen, wenn du willst. Siehst du das auch so wie er, oder? Nein, mal. Also, ja. Kannst du die Frage nochmal sagen? Ja, eben, weißt du, ich sehe es, ich sage das nicht, das ist null meine Meinung, aber ich sehe das damals in den Kommentarspalte, wenn ich irgendjemand Dunkelhäutiges sehe, der ein Video macht, vor allem im deutschen Bereich, sagen jetzt, dass sie sich immer in die Opfer, bei Manuelsen und so. Weißt, und dann sehe ich immer, dass sie sagen, ja, der tut sich immer in die Opferrolle und so. Nur weil er schwarz ist, kann er das nicht, kann er das nicht. Und er sagt, das ist nur wegen der Hautfarbe. Weißt du, was ich meine? Dass er extra sich als Opfer darstellt. Weißt du? Ja, es gibt also eben, ich würde nochmal sagen, ich sehe das nicht so. Weißt du, das ist einfach, was ich beobachte. Also eben, auf jeden Fall, es gibt das gewisse, je nachdem, wo du das siehst. Zum Beispiel, ich habe einen Lehrwelle als, sagen wir, KV. Ja. Aber das habe ich nicht bekommen. Hast du nicht bekommen? Denkst du wegen der Hautfarbe? Ich glaube... Also wenn Moritz Leuenberger geheißen hätte? Nein, Bro, es ist wegen Hautfarbe. Es ist wegen Qualifikation. Weißt du, bist mit 14 in der Schweiz. Es kann aber schon auch, ich sage dir ehrlich, könnte... Du bist in der Schweiz gekommen, du hast so wenig Zeit zum dich anpassen. Weißt, vielleicht bist du in der 10. Klasse für Fremdsprachige durchlernen, 7., 8. Weißt, du hast so wenig Zeit zum diese Lehrstelle bekommen als KV. Aber es heißt nicht, du kannst diese Lehrstelle nicht haben. Aber hätte ich in Kongo zum Beispiel, wenn ich dort jetzt KV machen als Weisse, wenn ich mich bewirbe, dass sie mich nicht nehmen, weil ich weiss bin? Nein, du würdest es nicht. Du würdest genau wegen dem, weil du weißt. Aber weil ich weiss bin, würde ich sofort bekommen. Es funktioniert das Gegenteil. Ja, das ist so. Sie sind ja auch Rassisten in dem Fall. Nein, wir sind Rassisten positiv. Nein, ich meine, ich mache Spaß. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja. Und etwas, wo zum Beispiel diese Red Bull ist 2 Franken in Afrika, wenn du was kaufst, ist es der weiß man, ne? Gib mir 5 Franken. Aha, ja. Dann kostet es plötzlich Taxifahrt, kostet plötzlich 100 Stutz. Ja, statt 10 Steine. Ja. Was hast du erwartet? Mir muss ja das nehmen, was. Ja, aber das ist nicht nur dort so. Das ist auch, wenn ich auf Dubai oder so gehe. Weißt du, Sie sehen, wenn ein Araber dort zum Beispiel fährt, zahlt er weniger. Wenn irgendeiner von der Schweiz, vor allem Schweiz, sie wissen, Schweiz, okay, kostet gerade mehr. Und ich wollte etwas sagen, meine schwarze Brüder und schwarze Schwestern. Tut euch nicht immer in Opferrolle in. Ich weiß, es ist schwierig, Kollege, aber step up your game. Weißt du, muss etwas machen. Wenn du suchst einen Job, wenn du keinen Job hast, kein Witte. Weißt du, in Afrika sind gelernt, der, wo ruhig ist, bekommt viel. Weißt du, der calm Typ bekommt viel. Aber da in Europa ist umgekehrt. Du musst immer Frage. When you go to Rome, do what the Romans do. Ja. Conquer. Gute Worte, habt ihr verstanden? Werden gerade wieder ausgeschafft. Da mal. Ja. Aber was habt ihr? Habt ihr Lehre gemacht? Ja, Lehre gemacht bei Bundesamt für Kultur.
Was ist das für ein Job? Das ist Bundesamt, Bro. Was ist das für ein Job? Ich bin das so wie Betriebsmitarbeiter, sie eigentlich in der Logistik, Logisch. aber ja, alles gemacht, weißt du, wie heißt es, Bundesrat. Jimmy Glatze. Allen besser hat seine Bürokadett mit der Nähe vom Bundesplatz und Briefe an ihm immer brach. Okay, immer, ja? Ja, also was? dort in seinem Sekretariat. Okay. Zuerst Bundesamt für Kultur, ne, Bundesamt für Bauten und Logistik. Also Lehre hast du gemacht, oder? Ja. Ich habe keinen Lehrabschluss zum Ja, Beispiel. ja, Ja. Lehre gemacht. Und du hast einen Lehrabschluss? Ja, Autolackieren, Lehre habe ich gemacht. Kannst du Ich mir ein sehe, Auto der lackieren? Weiss hat keinen Lehrabschluss. Und ja. Und Autolackieren hast du gemacht, aber jetzt schaffst du ganz andere Berufe. Ne? Nein, mal, ich arbeite immer noch Immer noch als Autolackieren. Autolackieren? Okay. Kannst du Hast einfach gut Traktor Auto lackieren? Nein, noch nicht. Was ist das? Kannst du einfach gut Auto lackieren? Gut, sagen wir, ja, Abschluss habe ich, ja. Also bist du angestellt, oder? Ich bin angestellt. Okay. Ja. Willst du mal selber eine aufmachen? Ding? Ja, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Weil jetzt, wo es alles läuft, jetzt mit Social Media, Genau. Stand-Up-Comedy, also eben, mein Ziel ist jetzt einfach als Komiker dann das erreichen, Stand-Up-Comedy. Willst du Social Media hauptberuflich machen? Nicht Social Media, Stand-Up-Comedy. Also ja, Stand-up und auf Social Media machst du dann wie Werbung Genau. für Pushen, ja. um Ja, das genau, pushen, voll. oder? Machen Genau. ja viele, oder? Yes. Das wäre jetzt, sagen wir, in Zukunft, dass ich nachher, wenn es da würde mal. Yeah. Verdient man da, willst du zahlen? Bei mir, man muss nicht, aber sie müssen immer Zahlen droppen und so, die Leute. Wie viel verdienst du dort? Bringen. Wenn du willst. Wenn nicht, dann musst du Für nicht zahlen. Stand, also allgemein, oder was? Was du mit Social Media allgemein verdienst, weil machst du sicher auch, ich habe schon gesehen, Werbung machen. Oder ist das, wenn du bei Landi Dings machst und so, ist das auch bezahlte Werbung? Und so? Genau, das mit dem Ich weiss, Landi- die einen Firmen können dir nicht sagen, wie das Ja, ist, voll. macht man nicht. Ich weiß Ja, schon voll. auch, wie das ist. Aber du, das, was du willst, darfst du gerne sagen. Also jetzt sagen wir zum Beispiel Stand-Up-Comedy. Letztes Jahr habe ich am Dezember 2 Shows Stand-Up gemacht, die richtig gut gelaufen. Und die Ja. 2 Shows... Wie viele Leute sind dort? ungefähr? Einer war so 100 Leute gewesen und bei meinem war so 70 oder 60. Ist das amigs ausverkauft? Oder? Der eine ist ausverkauft, Ja. der andere ist noch nicht so ausverkauft gewesen, aber es ist Aber voll. trotzdem, 70 Also, Leute. genau, es sind Leute da gewesen. Ja. Und dann je nachdem, wenn du Tickets, du kannst ja selber vergleichen jetzt. Ja, aber ich bin Zwischen- eben jetzt am Schauen, wie viel ich könnte das Ticket verkaufen. Und darum frage ich. zwischen 30 bis Genau. sagen 55 Franken würde ich sagen, kannst du Ja. verlangen, Ja. je nachdem. Und dann kannst du kannst das rechnen. Und dann je nachdem Promo, wo ich nachher einstecke und so Zeugs. Aber Ja. kannst du sagen, wir 2000 Ufer kannst du machen. Okay. Also pro Show. Und das ist, Aber du musst nein, ja- also die 2 Shows, die ich gemacht habe. Für beide Ungefähr, Shows. genau. Und Ja. jetzt musst du dann schauen, jetzt, wenn du jetzt in einem Monat 2000 zusätzlich bekommst für 1 Stunde Performen, Stand-Up-Comedy und dann schaffst du eben ich schaffe immer noch meinen Normaljob und dann habe ich immer noch Kooperationen. Kooperation, die nachher auch laufen. Du kannst, also Wäre es letztes nicht Jahr eine habe ich, Option, jede Woche eine Stand-up-Show machen? In Zukunft? nein, jede Woche würde ich Ist nicht zu sagen, viel, aber oder? einmal also jede Woche ist mehr so, um deine Witze auszuprobieren. An verschiedenen Orten, meine ich, weißt du so. Ja, das kann, wenn Tour du dann, oder so, ja weißt? voll, ein Tour machen es auch recht viel. Ja. Und dann dort kannst du, ich sag dir jetzt so, im Volkhaus, wenn du jetzt Volkhaus könntest ausverkaufen, verdienst du zwischen 30 bis 60k, Was? je nachdem. Wie Ja. viele Pro Leute Monat? kommen dort rein? Ja? Pro Show, glaube ich, oder? Pro Show. Schau, jetzt macht er nachher auch Stand-up. Jetzt kannst du dann einfach so ausrechnen, wie viel eben Aber wie Tickets- viele Leute sind dort? Dann? Ja, eben, das sind ja in Volkhaus kannst Viel. du ungefähr die grosse Halle kannst du die, sagen wir 1500 Leute reinbringen. Krass. ja, aber dann muss man auch schon ein bisschen bekannt sein. Und so. Wenn ich jetzt einen Live-Podcast würde machen, ich würde dir kommen, schreib es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich habe eben Angst, dass ich das mache, dass gar niemand kommt nachher. Aber es gibt Leute, die nicht bekannt sind und sie machen Stand-up und sie sind mit dem Halle ausverkauft. Ja, weil es Ich weiß kommen nicht. verschiedene, es kommt ja immer Ja. kommen mehrere, oder? Es Es kommt ja kommen nicht nur mehrere. eine. Und jetzt, mein Problem ist jetzt, der Grund, wieso ich nicht viel mache, ist, weil ich bin etwas am Aufbauen. Meine 1-Stunde-Show wollte, dass es wirklich gut ist. Ich wollte etwas nicht verkaufen, das noch nicht gut ist. Ich verstehe. was du- Und es gibt viele Leute, die ich nachher sehe, die ihre Show machen. Die Show ist nicht eine gute Show, aber die verlangen sehr viel Geld für die Show. Ja. Und ich wollte jetzt nicht eine Show machen Ja. und dann einer kommt und sagt, ja, es ist nicht so schlecht, es ist nicht so gut gewesen. Okay, gut, einmal für einmal ist okay. Nein, ich wollte eine Show machen und er sagt, yo, das ist mega lustig gewesen. Ich komme nächstes Mal Genau. ich nehme meinen Bruder mit oder irgendetwas, wir müssen das wieder sehen. Ja. So, Dass so sie muss es wieder aufbauen. wollen. Ja, logisch. Ja, das Und stimmt. ich wollte nicht dort reingehen, weil letztes Jahr eben, ich habe sehr viel Erfolg gehabt in Social Media. Dann wollte ich nicht dort reingehen, um nachher extra wegen dem Shows zu machen. Nein, ich nehme mir Zeit
Und dann, wenn ich einmal jede 2 Monate eine Show mache, das ist gut, anstatt jeden Monat 1 oder 2 Mal machen. Ja. Ja, du hast dort und nachher Brand Deals hast du auch noch. Brand Deals habe ich auch und eben mein Normaljob, also eben letztes Jahr. Also habe könntest du ich schon leben von Social Media. letztes Jahr hätte ich können. Ich weiß nicht, das Und Jahr. das Jahr aber- ist schlechter als letztes Jahr? Ja? Nein, weil das Jahr ist noch nicht fertig. Ja, aber immerhin, jetzt ist schon April, langsam. Ja, aber Aber ich wie muss. bist du, die letzten 3 Monate ist easy gelaufen? Oder? Ja, ist easy gelaufen. Ich habe gut Geld gemacht. Letztes Jahr habe ich gutes Geld gemacht. Wenn es zum Beispiel so 3 Jahre wird gehen, könnte ich es, sagen wir, reduzieren. Ein bisschen mehr Du schaffst reduzieren. 100%? Normale Job? 90%. Ah, okay. Wo mag das nicht, weißt du, deinen Job nicht kundigen wegen Social Media. Es gibt Ups und Downs, Aber Genau. Scheißegal, was andere denken. mein Ziel ist nicht mein Job. Also ich liebe meinen Job. Ich schaffe dort, wo ich arbeite. Yo, Chef, if you're watching, I love my job. Okay? Er würde nicht künden. Ich will Ja, nicht ja. künden. Ich kann nicht vorkünden in den nächsten 5 Jahren, okay? Okay, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Also oder 10 Jahre, sagen wir das so. Ich bin noch dort. Aber wenn es dann wird kommen, wenn ich sage, hey, yo, ich verdiene so viel mehr mit Social Media. Ja. Ich habe eine Kooperation, wo man sagt, hey, wir brauchen dich für 1 Monat und sagen wir, du kriegst dann 30, 40k für den 1 Monat. Aha, ja. Dann macht es schon Sinn, zu sagen, hey, yo, I'm getting more there. Also, lass mich den Monat dort arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und Ja. je mehr von diesen Kooperationen, die du kriegst, kannst du sagen, hey, schau, ich bin gut für 2 Jahre, sagen wir. Mhm. Oder ich bin gut für 3 Jahre. Ich habe Geld auf die Seite, nachher kann ich meine Träume Ja, haben. voll. Ich habe 2 Kinder, ja, die müssen essen. Aber weißt du, wenn du würdest jetzt nur das Social Media machen, findest du nicht, du könntest noch viel mehr dort erreichen, wenn du nur Zeit für Social Media hättest? Das sowieso, aber das kann ich eben nicht, weil ich Das ist ein Kinder Risiko, ja. habe. Ja, das ist ein Plus Risiko. hast du 2 Kinder. Wäre ich allein, wäre ich ein Rasch hast du Familie? Naja, okay, Familie, Noch ich bin nicht. Single. Ja, Noch nicht, noch Hey, nicht. wenn Frauen da sind, aber gute Frauen, nicht irgendwelche, die Also, jedes ja. Wochenende irgendeinen anderen Kolben melken. Ja, ja. Dann, Also, vielleicht meldet bin ich auch euch, Bro. so, weißt du? Vielleicht bin ich auch so. Ja. Aber wie, Bro, bei dir denn? Du hast sicher früher gute Brand-Deals und so gehabt, nicht? Was Doch. war dein bester Monat gewesen im Social Media? Zahlen. Wir wollen zahlen. Drop, ja, das von früher. Du Drop. hast sicher einen krassen Monat, wenn du dich magst erinnern, oder deinen krassesten Deal, den du kannst, wo du richtig viel einmal verdient hast. Ich glaube, 38.000. Wie viel? 38? Was hast Für du? ein Video, oder? 8, nein, Kooperation, glaube ich. Oder Kooperation. 1 Video. 3. 3 Videos. Also 3 Videos. 38.000. Ja. Damn! Boah, ist nicht viel, das ist etwa 7.000 Franken oder 8.000 Franken. Ja, nicht 10.000 Franken, irgendetwas mit alles. Nein, das ist ja pro Video über 10.000 Stutz. Ja. Hast du gehört, was 12. Frank verlangt? Für ein Video. Frank schon. Ich weiß nicht, Bro. Eben, 7.500 Franken. 7.000! Ich muss mit meinen Preisen hochgehen. Hey, was ist da los? Weißt du? Du musst, Ja. es gibt auch Buyouts, gibt's Und wer dies, ist das gewesen? Gibt's auch Buyouts. Welche Firma ist das gewesen? Willst du das sagen? Ja, oder nicht? ich sage das nicht, aber ich habe mit Okay. 4 Firmen gearbeitet, Bro. Vor allem mit SBB, Swiss Milk Ah, Swiss Milk hast du gemacht. Ja. und Die suchen ja. nur schwarz. Ich habe mal dort glaub, geschrieben, die haben mich nicht diskriminieren. Die haben nicht mit mir arbeiten, nur weil ich weiß bin, glaube ich. nein. Ja, aber sie Ich haben bin- den anderen, den Charles ich bin Nguela, für- oder wie der heisst, haben sie auch Der, mit. ja, der ist Bewingo. Ja, voll. Er ist auch Milch. Ja, aber auch Swiss Milk. Ja. Und dann, ja, welche Buyouts, dies, das. Was ist bla, das bla. Buyout? Dass ich die Videos kann verwenden. Eben für, Dass sie das dürfen posten und alles. Und, Ja. aber wann hast du den letzten Brand-Deal gehabt? Schon länger her. Also jetzt Und habe das- ich immer nur mit dem Scooter. Ah, der, den ich gesehen habe, in deiner Story. Ja, Ah, mit okay. dem Wie- Scooter habe ich. Hast du da langfristig so eine Jahreskooperation, oder? Das habe ich 3 Jahre. 3 Jahre? Ah, eben so etwas suche ich auch, falls irgendjemand Wie- Interesse hat. wie Meldet hast euch du- bitte. Wie suchst du die Kooperation? Ich- Schreibst du dich ich an, such- oder? Ist okay, nicht, sie kommen zu mir. Das ist Ja, eben das Problem. Du weißt, in der Gruppe, ich muss 4 Männer ausgeben. Aber ich bin nicht so der Typ, wer 4 Männer ausgeben. Die 4 Männer wissen, wer du bist. Mhm. Wenn sie die wollen, kommen sie zu dir. Mhm. Und wo schreiben sie dich an? Instagram. Instagram, E-Mails. Du hast nicht das Management oder so, oder? Nein. Ja, versucht mit verschiedenen Leuten, aber es hat nie geklappt. Ja. Weißt, Und die für allem, wollen auch für was Geld braucht noch. man ein Die Management? wollen auch noch Geld, natürlich. Für was braucht man ein Management, weißt? Ja, wenn du Verträge und so nicht willst selber machen, weil ich glaube, du hast mal ein Problem gehabt, dass du mal eine Werbung gemacht hast und nachher haben sie einfach nicht wollen zahlen. Ja, das ist jetzt nicht. Aber wenn Boah, du eben ja, dann einen Problem Vertrag mit- hast, dann können sie nicht. Dann kannst du eben rechtlich von sie müssen zahlen, oder? Der Das ist hat der mir, Unterschied. muss ich glaube 4.000 Franken oder 50 Franken zahlen für ein Werbevideo. Bin auf Bio gefahren, habe ein Video gemacht. Der Nigger sagt mir, ja, ist nicht so das, was ich erwartet habe, ich zahle es nicht.
Und dann die Säcke hat mir gesagt, Bro, du musst Anwalt, ich schaue dir dies, das. So, Bro, ja, geht's nicht, man. Ja, wenn du keinen Vertrag und so hast, dann kannst du eben nicht. Ja, er es hat sehr wird wahrscheinlich machen, was gemeint, er du hättest einen machen mit Vertrag. dem Geld. Weil sonst kannst du ja nicht viel machen, oder? Problem ist, heißt das Geld. Das Problem auch mit so kleinen privaten Leuten schaffen ist mega, ist problematisch. Die Gefahr ist sehr, sehr groß. Ja. Mit großen Firmen, Pap, du machst ein Video, lauf oder lauf nicht, du bekommst das Geld. Aber in private Personen, welche so kleine Firmen, Ja, sie bei grossen erwarten- Firmen dann musst du eben einen Vertrag unterschreiben. Ja, so. sie erwarten so viel. Ja, jetzt der Bireva hat mir postet, der Valerie hat mir postet, ich bekomme 200, 300 Followers. Mhm. Es ist schwer dumm. Ja, Bro. die erwarten viel zu viel. Die denken, wenn du eine Werbung machst, die gehen nachher viral und Mhm. 20'000 Followers und so. Nein, ich habe auch kleine Accounts oder so, wenn ich die pushe. Ich habe Birrenweich Talk auf Instagram, ich habe 500 Followers, oder? Und Mhm. ich tue den ja selber in die Story rein. Ist ja nicht so, dass dir nachher jeder dort folgt und so. Vergiss es. Außer du bist irgendeine Frau, die gut aussieht. Ja, Nachher folgt dir oder ich sehe auch, Bro, ich sehe eigentlich Kollegen von früher und so. Bro, irgendeine Frau, sie liket jedes scheiß Bild von ihr, wenn sie halb nackt dort ist, Ja. Alter, und sie hat sogar eine Freundin und so. Aber bei mir noch nie gemacht, Alter. ja, das ist will Sex Hure selbst. Spaß denn, Alter. Und nachher liket es dort irgendeinen Arsch dort von irgendeiner. Ja. Aber bei mir nicht, wo ich der Kollege bin, wo ich aufgewachsen bin. Als, Wenn ich eine Frau wäre, Bro. meine das fühl wenn dich ich eine Frau angesprochen, wär- bring ihn heim. Wenn ich eine Frau wäre, konnte so viel Geld machen für soziale Medien. Wir Männer sind so dumm. Du machst einfach OnlyFans und dann Ja, was machst soll ich das mich Geld. wieder Chris umoperieren? Und Ja, nach mach OnlyFans machen? Chris ist ja da gewesen. Er hat es versucht. Chris, du hast Nein, mach tut Kobli, versucht, ich versuch's Kolbe auch. operieren. den Kolben Kol- operieren. Ja? Ja, es gibt auch Männer, die OnlyFans machen. Ja, aber das läuft glaube ich nicht so, oder? Männer bei OnlyFans, ich weiß nicht. Aber ich Weiß meine, in noch Schweiz nicht. OnlyFans, ich glaube, ist nicht. Schweiz OnlyFans ist nichts, Mensch. Ich weiß nicht. Schweiz Doch, doch. frei. Ja, eine Kollegin, die gut verdient. Was für verdient sie? OnlyFans. So, wie Du musst ja Frage. nicht den Namen von ihr droppen. Aber, du. Ja, fragst Leute dir an? Nein, aber. Nein, sicher nicht, aber. Nein, Meinst sie du, verdient sehr gut, weißt Ja. Sie verdient sehr gut von OnlyFans. Aber wegen Moral, das ist nicht so etwas für mich. Ja. Aber haben ihr schon mal Branddeals abgesagt, wo ihr hättet können machen, wo ihr viel Geld hättet können verdienen? Am Anfang hatte ich eins gehabt, irgendetwas mit Tabak oder irgend so. Das ist der Ja. Also ja, was, Tabak? Schreibt ihr gerade an? Nein, aber was ist? ja, ich muss schauen, aber Nein, es ich ist mach irgendwas- was, schreibt nicht euch. Ja, bei mir Heineken. Aber sie haben mir geschrieben und haben mir gesagt, Was? Zahlen, haben sie mir dann gesagt, gutes Geld. Ja. Dann habe ich mit meinen Brüdern müssen reden. Ich so, yo, Bro, das Ist er älter als du oder jünger? Brüder, Ja. die sind beide älter als ich. Ah, 2 Und ich so, ältere. ja, eben, die wollen, dass ich eine Werbung mache, aber ich stand nicht zu Zeugs. Weißt Wie du, viel hättet ihr gezahlt? Haben sie, pro Video haben sie so 4'000 gegeben. Was? Für ein Video? Ja, Und sie haben mehrere sie- Videos Sie wollen? haben mehrere Videos, sie wollen so mehr Zeugs machen. Okay, darfst du nicht sagen, ist sie gross? Ist es eine bekannte Firma? Oder? Ist bekannt, das ist mehr so, weil der Charakter, den ich spiele, tut die rauchen. Also Charakter. Krummi, oder? Nein, ich weiß es Krummi, nicht. oder? Die, Ja, genau so, Ja, die pure Dinge. Ja, genau. Genau, eben, aber ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, aber ich stand nicht zu dem, was meint ihr, soll ich? Also, hey, schau, 4000. Aber boah, 4000 Franken Hast ist du nicht gemacht, viel, oder? Mann. Ja, für ein ja, Video. Für ein Video, wer- ein Bro, ich Video sag dir, und ich habe doch. ich hab, Geht schon. in diesem Punkt habe ich nie Geld für Social Media gemacht. Ja. Und wenn jemand sagt 4000, dann Ah, denke ich, dort hast du noch nie Geld gemacht. nein, das ist mein allererstes so Oh, und du hast die Angebot. abgelehnt? Ja, abgelehnt. Nein, Oh, ich sage, krass, nein, es Alter. tut mir leid, ich stehe nicht zu dem. Bam. Habe ich meinen Brüdern gesagt und mein Bruder gesagt, hey, jetzt muss es sein, weißt du, musst dich nicht verkaufen. Und dann, Social Media ist gelaufen, das ist ja gut. Social Media ist ein bisschen gelaufen, dies, das, ich bin ein bisschen am Wachsen. Und dann haben sie mich gekündigt, wo ich geschafft habe. Ah, Ich wo habe du in vorher Liechtenstein geschafft. Genau. Ich sage jetzt Ah. nicht, will ich jetzt auf Social Media. Sie haben mich gekündigt, okay? Ah, Aber okay, sie haben sie hat mich dich einfach gekündigt, gekündigt. okay, Shoutout zu dem. Und dann bin ich so hässlich, so scheiße, jetzt muss ich einen Job suchen, hey, yo, und Social Media. Landi habe ich noch nicht mit dem Landi zusammen arbeiten. Sie haben mir noch nicht geschrieben, um zu sagen, hey, yo, schaffen wir zusammen. Ah, okay. Dann bin ich heimgegangen, hässlich, habe meine Frau gesagt, sie haben mich gekündigt, sie war hässlich gewesen. Und am nächsten Tag sehe ich, Landi schreibt mir so, hey, yo, Valerie, wir würden dich gerne einladen, um mitreden, Ja, zusammen können machen. Und dann, wow, mega geil. geil. Also, Ah, okay. dort hast du langfristig, ah. Dort haben wir nachher einen Deal gemacht, um 3 Monate etwas machen Okay. zusammen. Und wenn es gut läuft, dann machen wir es langfristig. Ja. Haben wir das gemacht, haben sie gedacht, ja gut, machen wir es langfristig. Ah. Dort habe ich eben einen Vertrag gemacht mit ihnen, einen Job bekommen. Und Auch für mehrere Jahre, oder?
Nur ein Jahr. Wir Ah, machen ja, ein Jahr nur und eins, nachher nach immerhin. einem Jahr schauen wir weiter, hey, was können wir machen? Das habe ich noch nie gehabt, so etwas lang. So, aber du hast ja bei Vertrag. Beat langfristig. Ja, aber Kannst Bro, weißt du, ich immer meine, so zwei- grosse Firmen und so wie ihr, so mit, weißt du, so Firmen, das ist ja nicht ein Vertrag dort, weißt du? Ja, aber beim Beat verdienst du ja nicht schlecht. Ich meine, 1005 pro Show. Aha, das ist ja, das ist außer Frage. Dreimal, Ich das ist verdiene schon- dort, ja, aber ich gehe jetzt, aktuell gehe ich einmal pro Monat oder so, ich bin nicht mehr so viel am Gehen. Okay. Ja, das ist nicht so eine Kooperation, weißt du, wo du fix, du weißt, das kommt rein, dort haben wir sicher, ich komme vielleicht Geld über einmal im Monat. Oder? Ja, Wie ein Lohn. wie lange Nein, du das arbeitest, ist du nicht. schaffst ja Wenn ich nicht. gehe, komme ich Geld über, wenn ich nicht gehe, komme ich keinen über. Checkst du? Das ist Mhm. etwas anderes. So, ich Ja. kann mich nicht schlafen in der Nacht, Bro. Ich weiß nicht, wie viel Lohn habe teilweise. Ich sag dir. Ja, das Problem ist, es ist schwieriger geworden, so einen Standbein auf sozialen Medien. Weil mittlerweile eine Firma kann 50 Franken zahlen für Werbung auf TikTok und die Video erreichen genauso viele Leute, als wenn ein Influencer das postet. Und dann fragt sich ein Marketingleiter, wieso muss ich am Biereweg 5000 Franken oder 6000 Franken geben für das Video? Und je länger das dauert, wie schwieriger. Das habe ich schon vor 7 Jahren gesagt in dem Gruppenchat, wo die anderen mich beleidigen. Ja, dies, das. Nein, es wird nur noch wie schwieriger. Ja, es wird schon Irgendeine schwieriger. Frau, Ja. irgendeine unbekannte Frau postet einfach Bild von ihrem Bikini, hat sie 2 Millionen Aufrufe. Und da denkt sie, sie ist schon Influencerin. Und für die großen Influencers, wo etwas aufbaut, es wird nur noch schwieriger finanziell, weißt du. So. Stimmt. Darum, ich habe nie meinen Job gekündigt, nie. Aber ich habe mega oft angeschrieben und mir sagen es immer ab. Oder ich habe mega. Jetzt machen alle mit McDonalds da, oder? Mhm. Videos siehst. Ich kann zum Beispiel dort nicht mitmachen, weil ich bin nicht brandsafe, sage ich so. Weil ich wegen der Schweizer Nationalmannschaft. Ich kann überall, wo ich anschreibe, niemand wird mit mir arbeiten. Ich kann. Kann ich dir einen Tipp geben? Hä? Kann ich dir einen Tipp geben? Ja, Ein Tipp. Ja. Du hast ja einen Saskia. ja. Ich weiß nicht, ob man ihren Namen dort darf nennen. Ja, meine Frau. Okay. Macht mehrheitlich so die Contents mit. Ich mache jetzt den Content, Bro. Das ist jetzt mein Content. Ah, okay. Und ich okay. suche da Sponsoren manchmal. Eben, jetzt habe ich auch einen. Also, der Podcast wird gesponsert von Allen's Lab, einem Trainer aus Bern, der auch Supplements-Hersteller in der Schweiz ist. Also er verkauft so kleine Kapseln. Nächstes Mal werde ich sie dabei haben, dann kann ich sie euch auch zeigen. Wenn ihr also wirklich qualitative Supplements auf Kapselbasis wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung, dort habt ihr den Link, den könnt ihr draufdrücken. Und mit dem Rabattcode BIREWEICH hast du 10%. Bringen heim. Ja, ich habe ja auch Kooperationen bekommen von Heineken. Und da habe ich gesagt, ja, oder für junge Publikum, das kann ich nicht machen. Aber heute, ich mache alles. Jetzt würdest du machen, wenn ein Heineken kommt. Ich mache alles. Bist du nicht auf die Idee? Ist das schon lange, was mit dir arbeiten wollen? Das ist vor 1 Jahr gewesen oder so. Ja, schreib sie ja. Ja. Und mit Heineken. Schön gesucht, Bro. Ja, schön. Heineken, falls ihr das seht. Ich würde mit ihm gerne zusammen machen. Nein, aber er zuerst, nachher ich, Also wenn er jetzt etwas gegen Schwarze hat. habt ihr einen Job jetzt, oder? Ich schaffe ja, Bro. Ich, Schafft ihr als was? Ich Ja. mache jetzt, ist schwierig. Unsere Firma tut so Widerstand produzieren für Flughafen. Mhm. Weißt du, was der Widerstand ist? Der Widerstand, ja. Widerstand, ja. Aber wir im Widerstand, was meinst du mit dem? Wir haben so verschiedene Widerstand, weißt du, so Rungen. Widerstand. Widerstand heißt das. Und ich Nein. bin eher so in der Mikroelektriker, die ist, weißt du, einfach so eine Ingenieurin. Ja. Ja, Bro. Ingenieur. Ja. Ja, verdienst du gut dort. Ja, sicher. Seit wann Ich bin schaffst zuerst Stefan Logistik befördert worden. Ja. Jetzt mache ich einfach so Sachen, Teste, Prüfe, Genehmige, schicke. Also das heißt, wenn du im Flugzeug steckst Mhm. und du Ja. erreichst dein Ziel, Mhm. du musst schon wissen, der Rest ist schon ein bisschen... Du hast dort alles gemacht. Ja. Wegen Der Flug findet nur wegen dir statt, sozusagen. Ja. oder? Flug und vor allem SBB Stadler. Ja. Mit Stadler schaffen wir viel zusammen. Stadler. Und Social Media willst du jetzt nicht davon leben, oder wie sieht es aus? Bro, das ist Er ist nicht so nicht aktiv jetzt. Ja, es geht nicht um aktiv, das ist nie so mein Ziel gewesen, weißt du, von sozialen Medien leben. Wie mir wird schnell langweilig. Ja. Ich bin einfach so ein Mensch, wo mir wird schnell langweilig. Wenn ich daheim bin, Mhm. ich habe schon Video gemacht. Ja, was wollte ich nachher machen? Mhm. Ja, nicht Aber so, Bro, sorry, wenn ich glaube, du hättest du so durchgezogen, weil du hast mit dem Zeki und so angefangen, hättest du richtig das so durchgezogen, du hättest können auf so einem Level sein. Ich sage nicht das Gleiche, aber du hättest können, du hättest können auf dem gleichen Level sein. ja, Doch. boah, das Problem ist zwischen ich und Zeki damals, ich sehe, der Zeki ist der größte, weißt du. Die Leute sehen Zahlen.
Ich bin immer so wie der Mitläufer, aber weißt, Ja, aber ganz am Anfang haben wir ja plus minus. ja, Swiss Meme, ja, okay. Ja, Swiss weißt- Meme ist da gewesen, ja. der Seki hat Aber- das immer so wie Business gesehen. Ich habe einfach so Spaß gesehen, weißt du. Mhm. Und der Seki ist immer so Businessman fokussiert. Ich weiß Und nur, du bist nicht motiviert gewesen, zum auch am Anfang, ich rede. Weil du hast immer gesagt, Motivation ist sogar da, Mann. nee, es geht nicht, es geht nicht um Motivation, es geht auch um Know-how. Ja, das ist einfach so gemacht für Spaß. Ja. Ich weiß noch, MTV hat mir im 2017 auch geschrieben, dass mir Frauenfeld im Koiga. Und dann habe ich Seki gesagt, Bro, geh mir für MTV Frauenfeld. Der Seki hat mein Handy genommen, hat der Typ von MTV geschrieben, Bro, Michael, ich gehe nie mehr irgendwo gratis. Aha. Er hat Für mich- gesagt, du bist Luca Henny und so die ganze Zeit, ja? Ja, für mich ist das so wie, wow, MTV Switzerland hat mich geschrieben für ihn auf Frauenfeld, go Videos, Leute Ja, interviewen. normal am Anfang, ja. Und der Seki hat gesagt, Bro, gib mir das Handy. Da hat er geschrieben, Michael, der Rasch und ich gehen nirgends ohne Geld. Er hat aber auch recht eigentlich, ja. Er hat recht, er hat die Eich jetzt Er hat recht. check ich so. Und wenn wir immer so irgendwo sind gegangen, der Seki ist immer etwas, wo er weiß, was er muss machen dort. Er Und geht du sie- nicht, oder? Ich nicht, ich bin einfach der, Ja, aber du hast ja der können abschauen. Aber jetzt hast du auch mega viel. Wann ist das gewesen? Vor 15 Jahren, oder? was für Vor 15 10 Jahre. Jahren? 2017. 2017, 18, 17, 19 ja, bis, okay. bis letzte Jahr. Weißt du, immer Okay. so, ich bin der, wo ich bin schüch eigentlich, ich bin eine wahre schüche Person. Ich bin nicht der, ich weiß nicht gern, ich gehe in den Raum, mit Leuten verreden, so über Business, zum zeigen, wer ich bin, weißt du. Ich bin einfach Okay. der, wenn du mich kennst, hey Rasch, du bist ein cooles hier, wie wär's mit zusammen schaffen. Aber dass ich zu dir komme, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, wie wenn du, aber du gibst auch eine Gegenleistung, weißt du? Du sagst, du gibst ihm ja auch etwas. Jemandem. Ja, aber ich kann nicht einfach so zu Apple gehen, ey, ich mache soziale Medien, kann mit zusammen schaffen. Das ist nicht, Ja, nicht so reden würde ich auch. Ich bin auch so wie du, ja. Aber so anschreiben ist etwas anderes. Nee, aber du musst reden. Ja, nachher musst du dann reden, ja, wenn sie wenn Interesse haben. wenn du ja. zum Beispiel bei dem Awards gehst, Swiss Influencer Award, Swiss Music Award, dies, das, du musst deren Leute suchen, wo wichtig sind. Und mit der, es gibt so viel Social Media Marketing Managers dort. Du gehst, hey, wie geht's? Ja, ich bin Social Media Manager für Red Bull. Ah, schon, ja, du bist der Bier. Ja, wie willst du mit zusammen schaffen? Das ist Ja, meine das fragt jetzt Schwierigkeit. mich nicht. Im Traum vielleicht. Ja. Networking. Das ist meine Schwierigkeit. Ich fange diese Gespräche nie an. Weißt du? Aber du bist ja oft an so Veranstaltungen, sind wir ja auch schon zusammengegangen. und So. Ja, sicher. Dort Bro. haben wir aber, ja, ich weiß nicht. Dann sind wir einfach so für uns. Ja, die sind uns. das ist Aber schon wenn du schwierig, merkst, das wie der Gespräch. Seki sich bewegt, er sucht immer die wichtigsten Leute. Weißt? Wenn, Ich glaube auch, nein, ich sehe es eher, dass sie suchen irgendwie ihn. Sie kommen Ja, es ist- automatisch zu ihm. aber weißt? er redet gut. Ja, aber die kommen Er zeigt automatisch. diese Präsenz. Weißt? Er redet gut. Wir sind Aura. einfach so, Aura. Wir sind einfach so, Ich habe Aura von einem Heroinabhängigen, Ja. glaube ja, weißt du, wir sind dort zum Suchen. Ich weiß noch, letztes Swiss Influencer Award, Bro, ich bin so fix, weißt du noch? Ja, ja. Und ich bin so fix, ich bin abgestürzt und am Boden so, am Kopf, am Gränen, an dies, Mit der das. Schiffin, ja. Ja. Er ist nominiert. gewesen. Ist Wir nicht sind nominiert Schiff, gewesen. ich und er, dort sind wir Du an bist die Wand nominiert gekissen gewesen, irgendwo. oder? Nein, ich bin nicht nominiert, ich bin letzte Mal. Ich bin dort nominiert gewesen. Mal, du bist nominiert. Irgendwann bist du Ich nominiert. bin nominiert für Ich Swiss bin für Comedy Dings, ne? Award, Swiss Comedy Award, Swiss Influencer Award, aber mit dem Titel hat das einfach so, er hat keinen Wert mehr, der war das Sichtke. Jetzt musst du dich selber dort eigentlich, wenn du beim Swiss Influencer Award musst du dich selber eigentlich dort Ach, eintragen, um dich, Sie komische Leute. Ah, das Influencer, dass du überhaupt dort nominiert wirst. Du wirst jetzt ja, selber. wer ist jetzt, der macht alles mit AI, nicht? Auch, es gibt auch AI-Kategorie, ja. Ja. Und sie machen auch viel mit AI, die Präsentation. Genau, und die so, das finde ich mega scheiße. Das Das finde ich auch scheiße, dass das alles mit AI machen. Ja. Weil das Menschliche geht voll verloren. Und so Ja. gibt es Menschen. Zum Und das- AI-Scheiße schauen. Das sieht Das. auch hure billig aus. Also ich kann die Videos... Ja, sehen, das finde ich voll beschissen. Das ist mit ja die dem- Zukunft. Das ist Ja, unsere aber dass Zukunft. Moderation wird von AI und so gemacht. Das ist ja voll der Du Scheiß. musst go schaffen, Kollege. Bro, Such steh dir einen doch Job. dort vorne an und Oh, schnur ja. du, weißt du? Da brauchst du ja gar keinen. Für was brauchen wir? Können wir uns allen einen Kopfschuss geben? Nur noch AI muss existieren, weißt du? Ich meine, Ja, im Kopf. wie Menschen wird immer wie psychisch kaputt. Nein, Und du hast niemand vorher hat Bock gefragt, ich schaffe zum Beispiel nur, ich habe gekündigt alles, ich tue nur Social Media. Seit wann bist du jetzt selbstständig? Seit 2000, also zuerst habe ich eben noch Krankentaggelder kassiert.
Mm. Und darum habe ich die Zeit gehabt, zum Social Media aufbauen, weißt? Mhm. Ich habe seit 2000, 24. seit ich Corona bekommen habe, ich Corona bekommen und dann bin ich nicht mehr geschafft. Ich habe eben einen schlimmen Verlauf, ich habe meine Reha-Kliniken und so. Hey, ja? Ja, und dort habe ich eben dann angefangen Videos zu machen. Ja. Und seit 2020, und dann habe ich mich selbstständig gemeldet, 2023, Januar 2023 habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemeldet. Und jetzt, wenn du keine Kooperation hast, wie kriegst du denn Geld? Ja, Hat eine eben. gute Frau Ja, also ich daheim, kann schon wo immer. alles- Nein, also meine Frau zahlt mir gar nichts. Wir machen alles halbe. Ja. Aber ich lasse mir nichts zahlen von meiner Frau. Wenn meine Frau mir muss die Miete zahlen oder so, ich gebe mir zuerst eine Kugel in den Kopf. Ja. Also nein, so bin ich. Weißt? Ich kann nicht mir von der Frau, ich kenne andere Leute, die das machen. Ich kann das nicht. Weißt? Mhm. Also wir machen aber sie zahlt die Hälfte von der Miete. Aber ich habe schon Sachen immer. Jetzt gehe ich eben bei einem kochen. Amigs. Ich habe jetzt auch Werbungen. Gestern bin ich Go-Kart fahren. Jetzt gehe ich wieder zu einem bei der Messe hier in St. Gallen. Gehe ich dort auch hin. Mache ich Werbung. Dann ein bisschen mit Live, aber dort verdiene ich nicht so viel. Wo verdiene ich noch Geld? Jetzt bin ich ins Partnerprogramm auf Spotify und YouTube, aber ich glaube, das ist Peanuts, wo du verdienst, glaube ich. Ich weiss nicht. Das ist Sponsoring auch vom Podcast. Also falls jemand will, Sponsor vom Podcast werden, schreibt mich an auf info@birrenweichersohund.ch. Merci. Ja, ich weißt du, Sponsor vom Podcast, aber ist auch nicht viel. Mhm. Aber ich verdiene, ich habe schon gut verdient. Vor allem mit diesen Kochshows und so, wo ich Mhm. bin kochen. Und plus dann noch andere, und Candy House natürlich. Ja. Candy House mache ich Werbung für Süßigkeiten. Und Aber Candy dort House verdiene ich ist- nicht so viel, weißt du? Findest du nicht Candy House? Läuft nicht gut. Doch, ich verdiene schon, aber ich Ja. komme einfach. Ja, aber so kann ich nicht leben. Weil ich bin Ja, es ist eine, voll wo- der Stress, wenn du so musst leben. Ja, Ist voll der Stress. Du weißt nicht, am Was- 25. Ich habe nicht meinen Lohn. Ich habe 2 Kinder. Ich muss Miete zahlen, ich muss Ja. Krankenkasse zahlen, ich muss alles zahlen. AHV musst du selber zahlen, selbstständig. Ja. Ich muss jetzt Ende Monat 3000 Stutz zahlen. Nein. AHV. Weißt du, eine Rechnung 3000 ist schon weg. Ja. Du musst noch mehr zahlen, Alter. Ja. Weißt du, das wird dir ja abgezogen, wenn du angestellt bist. Und das ist Alter. Und nachher Steuern. Und ja. nachher, wenn du mehr als 100.000 verdienst, musst du sogar noch Mehrwertsteuer zahlen. Es ist voll der. Es ist. Viele denken, ich häng's und so. Weißt du, ich mache ein bisschen Video, ich game ein bisschen manchmal. Ja, der ist ja hure geil, ich will das auch. Das ist hure geil, ein bisschen gamen. Du bist sicher hure reich und so. Ein Scheissdreck. Ja, wir sind alle nicht so reich. Das ist gut zum Wissen. Nur Weil ich bin, Schein jetzt, und ich Hype. bin neu in dem Game drin und nicht so am denken, ja, es läuft, aber Bro, das ist eben die. Aber bei mir ist eben das Problem, mich tun die Leute sehr falsch verstehen, wegen meinem Content mit dem Filter. Mhm. Wer macht wer macht Werbung mit einem, der sagt, hey, die Deutschen verreisen wieder ins Ausland, verdammt nochmal. Das ist nicht, das ist ja nicht brand safe, weißt du? Wie willst du Mhm. das? Dann kommst du genau das Werbung Gleiche mit dem, was jetzt passiert ist mit dem Gusti, mit dem Migros und Coop. Genau, ja, bei ihm ist es natürlich schon ein bisschen anders noch, weil das ist wirklich seine Meinung. Das, was ich ja sage, ich habe nichts gegen Deutsche. Ich spiele einen Schweizer, weißt du, in dem Mhm. Video. Das ist nicht ich, Mirko. Das bin ich, da im Podcast. Genau. Das bin ich. Aber das da hinten, der ist ein Rassist. Aber das bin nicht ich. Ich spiele ja nur einen Schweizer und das verstehen eben sehr, sehr viel nicht. Okay, dann siehst du den Schweizer, dass sie so sind. Der Charakter, den du spielst, dann denkst du das mehr. Nein, ich habe gemeint, da spiele ich halt einen Schweizer Bünzli. Ein Nicht Schweizer, einen Schweizer Rassist. Ja, okay, ein Schweizer. Spiele ich da hinten mit dem Filter, oder? Mhm. Das spiele ich und so ist es schwierig zum Geld zu verdienen, weißt Ja. du? Das Problem Welche habe ich Firma nur schafft oft so mit mir? Die haben es mir immer gesagt und so, weißt du? Aber ich halt, was sollte ich machen? Ich kann nicht die ganze Zeit Sketches machen, ich bin nicht der Typ. Ich Ja, mache aber- gerne manchmal Sketches, wenn jetzt zum Beispiel ein Zeki mich ruft. Ich mache immer, wenn er mich ruft, sofort. Ich bin der Erste, der dort ist. Ich gehe, wenn er mich jetzt ruft, kommst du morgen ein Sketch machen, ich gehe morgen bei ihm ein Sketch machen, ich mache es auch gerne. Aber ich habe nicht so Ideen, weißt du? Das ist du musst immer Ideen haben. Aber wenn wir ehrlich sind, ich habe ja im Gruppenchat damals gesagt, ich sehe die so in meine Schuhe, weißt du? Wir sind eher die, die Unter dem reden. Schuh, das? Nein, wieso? Nein, Wir ich sind mach die, die reden, damit wir alles kritisieren. Und dass ein Brand mit dir schafft, ist sehr schwierig. Nein, die arbeiten nicht mit dir. Darum bin ich immer gearbeitet. Am 25. habe ich meinen Lohn. Mittlerweile habe ich einen Italiener, unsere Geschäftsführer, wo ich meine Finanzen schaue. Also mental und alles geht mir jetzt viel, viel besser. Tja. Ja, wenn Lohn da ist, ich habe 2 Konten, Privatkonto, Sackgeld. Ja, du weißt genau, du kommst das Geld über. Ja, Und du kannst schlafen in der Nacht. Ich kann nicht Ich pennen. kann Ich gut penne. schlafen, Bro. Ich nicht, Bro. Ich denke, fuck,
Ich habe keinen Lohn. Bro, was soll ich machen? Wenn ich schlafe, ich denke 3000 Stutz AV, das ist scheiße, ich muss das zahlen. Es ist voll der Stress, Mann. Es ist ein riesiger Stress. Und eben, bei mir ist die Nationalmannschaft noch angezeigt. Ja, wie geht jetzt? Wie lange ist das jetzt am Laufen? 2 Jahre. 2 Jahre, ja. Und wie viel zahlst du das jetzt in den 2 Jahren? Ich habe bis jetzt noch nichts müssen zahlen. Ich habe eine Rechnung bekommen, ich habe einen Bus bekommen. 3100 Stutz habe ich ja GoFundMe gemacht. Ja. Und dann habe ich das Geld alles bekommen. Haben sie mir das alles gespendet. Danke euch noch allen. Ich habe das Geld noch. Weil ich habe die Bus nachher nicht müssen zahlen, weil eine Vereinigung hat sich eingesetzt für mich, hat mir einen Anwalt gezahlt. Und die haben gesagt, hey, das kann wirklich nicht sein, weil ich bin offensichtlich kein Rassist. Und das sind auch Schweizer, die sich da für mich eingesetzt haben. Weil ich bin ja selber eine Sekunde. Ich habe einen italienischen Pass auch. Ich habe zuerst Italienisch gelernt, nachher Deutsch. Gell? Ich bin nicht einer, wo 1/8 der Urgroßvater ist Italiener. Ja. Mein Vater ist ganz Italiener, meine Mutter Schweizer. Und ich bin Antirassismus schon immer gewesen. Weißt? Und das kann nicht sein, dass ich das akzeptieren kann und sage, ja, ich bin Rassist und ich muss zahlen. Nein, das akzeptiere ich nicht. Weißt? Und die zahlen mir den Anwalt und jetzt geht es halt weiter. Und jetzt am 19.06. habe ich nochmal einen Gerichtstermin mit der Schweizer Nationalmannschaft. Das ist genau einen Tag vorher, haben sie glaube ich noch gespielt. Aber meinst du nicht, wenn du das immer so wie weiter ziehst, das ist einfach so, es tut einfach den Namen nur noch Ja, ich schlechter ziehe es ja machen, gar so. nicht eigentlich weiter, aber weißt du, die suchen jetzt. Weil ich versuche sie, ich verklage sie dann nachher. Ja, Wenn ich aber würde nein, durchkommen, das ich würde soll sie ich nachher sagen, ja. verklagen, Bro. Ja, Weil klar. das ist erstens mal Ist Rufmord. wirtschaftlich. Habe ich, weißt du, wie viele 100'000 hätte ich können verdienen? Ich hätte mit Aromat zum Beispiel arbeiten, mit McDonalds, mit der jensten Firma hätte ich oder sehr wahrscheinlich können arbeiten. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, ich hätte können. Aber ich habe mega viel, haben mir geschrieben, oder Kingfluencers hat nicht wollen mit mir arbeiten, ich alles schriftlich. Wegen dem. Mhm. Und dort hätte ich mehrere 100'000 verdient in diesen 2 Jahren. Safe. Ja. Und plus der Name, die Leute denken, ich bin Rassist. Das Weißt? ist, ja. Das ist schlecht. Die sehen mich verwandt in der Zeitung. Hey, was bist du mit dir? Oder Kollegen, wieso du bist ein Rassist geworden? Und viele Leute schreiben mir, hey, du Hurensohn, du bist ein Rassist und so. Wenn ich dich sehe, fick deine Mutter und so Zeug. Weißt du, so schreiben mir amigs Leute. Ja. Und das ist auch nicht schön, weißt du? Und obwohl es nicht so ist, sonst ich entschuldige mich, hey, sorry, ich bin Rassist, ich habe etwas Schlechtes gesagt, aber das ist eben auch das Problem, wo noch dazu kommt, weißt du? Ja, darum tue ich jetzt nur noch Schwarze Und vor allem die und Albaner. Können wir die- nächstes Mal 2 Albaner da im Die Podcast? Fußballer finden das nicht immer so. Nein, die nicht Spieler immer finden so das sehr wahrscheinlich schlimm. nicht immer schlimm. Ja. Es ist eben der Schweizer, der mich anzeigt, der oben in der oberen Etage schafft. Und ich spiele genau so einen. Ja, Sehr frag- wahrscheinlich, ich spiele genau so einen. Und es ist unglaublich. Und so einer zeigt mich nachher an wegen Rassismus. Frag am Mbolo es oder Korwesch. Bro, die Spieler können, weißt du, wenn das Verfahren läuft, die würden, wenn dann vielleicht nach dem Verfahren, wenn das positiv oder ein ehemaliger Spieler, aber ich glaube nicht, dass einer dürfte kommen vom Schweizer Fußballverband während dem Verfahren. Mhm. Werden niemals. Kennen die einspielen? Ich? Ja, oder was haltet ihr von dieser Geschichte? Ehrlich. Also ich habe gemeint, ich sage einen Witz, so ein April-Scherz, wo ich das gesehen habe. Ich so, Bro, Also hä? die Anzeige, meinst du? Ja, der Anzeige, wo sie anzeigt und ich muss voll das ernst. zahlen. Ich denke, Bro, es ist nicht besser zu tun. Ihr Ding ist eben, sie wollen das Zeichen gegen Rassismus setzen. Das ist das, was der Ja, aber Presse man spricht. hat das Video gesehen, es ist deutlich so Humor. Humor. Also ich sehe, das ist erstens, Kennst du das Originalvideo? das Originalvideo habe ich noch nicht Eben, gesehen. weil es gibt das, wenn du das sogar kennst, dann glaubst du noch mehr, ey, sind die voll durch, weil es gibt ein richtiges Original. Er sagt genau die gleichen Wörter wie Also du hast einfach so... ich habe den angemacht. So ein Es ist alter so- Schweizer hat die aufgenommen und gesagt, ja, das ist Achtelgrind. Und ich habe den angemacht. Ja, vielleicht hat Es ist er immer noch gemeint, online auf YouTube. vielleicht hat er gemeint, Kadine ist Original und der andere ist... Nein, ich habe sie haben sogar die Staatsanwaltschaft, ja. Nein, ich meine eben Zürich, also wo es Zürich angeschaut haben. Aber ja, das ist ja... Bitte, nein, völlig. Der ist wirklich... ein Ja, bisschen- ja, Momo. Also, wie lange sind wir schon dran? Okay. Ja. Jetzt Also, geht dann keine schauen wir Frage jetzt und noch die Fragen von den Dings. Kommen wir langsam zum Ende. Machen wir Alright. noch die Zuschauerfragen, haben wir noch ein paar. What up? Schauen wir, was sie gestellt haben. Ein paar lustige Fragen. Da. Jemand hat geschrieben, gewinnt Kongo die WM? Hey, ich hoffe es, mein Gosh, Bro, ich Bro, das Kongo. wäre unglaublich. Weißt du wie? Wetten wir auf Kongo? Wie viel kommt man über, wenn man Gell, auf Kongo schau wettet? mal rein.
Auf Swiss, ja, nachher schauen wir. Nachher, ich wette auf Kongo, wenn du 5 Stutz wettest, ich glaube, du kommst sehr viel über Swiss los. Du nicht 100 Stutz drauf, hä? Dass ich gewinne. Ja, Mann. Kannst vergessen, Bro. Kannst Ja, schlafen, weißt du? Aber yo, what if? Stell dir mal vor. Es gibt kein What if. Griechenland hat mal gewonnen und die EM und Dänemark auch. Und die sind voll underrated. Ja, Ja, aber mal schauen, Kongo wäre schon unglaublich. Ich glaube eher nicht. Aber, nicht. aber letztes Mal ist Marokko. Marokko ist auch bis Viertelfinale in der Oder halb? Sogar. Halbfinale. Halbfinale. Fast Final, ja. Halbfinale, Bro. Shout out to Morocco. Was denkst du, wer gewinnt die WM? Schaust du überhaupt? Frankreich. Portugal. Frankreich. Ja. Ich gehe mit Frankreich. Portugal ist auch stark. Ja. Nein, Frankreich. Italien leider nicht. Scheiße. Frankreich. Vielleicht. Was hat da noch jemand geschrieben? Was ist die grösste Herausforderung gewesen? Auch vielleicht noch an Schwarze. Aber was ist die grösste Herausforderung gewesen als schwarzer Creator in der Schweiz? Gibt's, ob ihr Tipps habt? Weil sie ist selber auch dunkel. Was die grösste Herausforderung war, mit Content anfangen. Als Schwarze? Ja. Nein, ich glaube, sie muss es nicht sehen als Schwarze. Sie muss es einfach als Social Media Videos machen, also als Influencer oder Genau. als einfach machen. Wie Vielleicht sagt man hat die Angst, dass sie Content Hate Creator. bekommt oder so. Ja, das kriegst du auch, wenn du weiß bist. Ja, egal eigentlich was. schon, ja. Du kriegst die Leute, du kannst nicht jeden gut machen. Aber er hat schon mega schlimme, nur wegen der Hautfarbe. Ich kenne seine DMs mehr. Also, er hat es mir schon mal geschickt und so. Also, wo er auch nicht gepostet hat. Ja, weißt ich bin so lange dabei. Bro, ja, mehr Depressionen auf dem sozialen Medien als ich Glück haben, weißt jeder hat mich beleidigt. Mutter, Lerndurchgang zurück auf Afrika, du dies, das. Dann denk. Aber So. auch gute Nachricht, das ist sicher auch, oder? Ja, gute Nachricht, das schon, aber weißt, wenn du die Kommentare anschaust, vor allem dann, wo ich mit Niki da angefangen habe, ist die Hölle losgegangen. Aber die ist auch voll viral gegangen, ist mehrere Millionen. Ich schaue die Videos nicht, ich schaue Kommentare habe ich, Ja, du hast so viele Kommentare dort. ja, ich schaue Kommentare nicht mehr, also mittlerweile. Hast du viel schlechte bekommen dort, oder? Auf das Video? DM so. Ah, DMs. Ja. Einer hat mir gesagt, er tut mir schießen. Und das ist ernst gemeint, wäre ich nicht. Und ja, viele würden sagen, du müsstest dann zu der Polizei anzeigen. Für was? Ich habe das auch nicht. Ich habe schon Morddrohung gegen Für was? Also, Kriegst nicht. Eigentlich solltest du, dass der andere gestraft wird, dass er es nicht macht, oder? wie willst du das herausfinden? Ja, Mit die können irgendwie mit IP-Adresse und so. Polizei sagt, das ist makellos. Ja, es mit muss immer Internet- zuerst etwas passieren oder Genau. so, glaube ich. Ja. Zuerst musst du einen Schuss abbekommen und dann kannst du erst anzeigen. Und die Frau, die das gefragt hat, sagt, sie sollte einfach weitermachen. Und das Einfach merkt sie machen. selber. Machen, gell, eben, Social Media, mich fragen auch mega viel, wie soll ich das starten und so. Gar nicht überlegen. Du musst überlegen, schon, welche Nische, mache ich Comedy, mache ich Finanzen, mache ich das und dann aber machen. Und nicht aufschreiben, gar nicht aufschreiben, Ja, das. Einfach machen. Mega viele Kollegen habe ich, die alles aufschreiben und sie machen einfach nicht, sie posten keine Videos, das macht keinen Sinn. Okay, bring Birrenweich zurück. Hamza Raya hat noch eine Frage gestellt. Welche Sonnencreme benutzen ihr? Bro, fängt schon gut an. Habt ihr jemals Sonnencreme benutzt? Macht das überhaupt Sinn? Rush? Bei mir macht keinen Sinn. Aber hast du schon mal aufgetreten? Auch für das Video? Ja, oder einfach so Spaß, weißt Ah. du. Du hast Müsse. Weißt wenn du mit Freunden oder so Kollegen in Body bist, siehst du Sonnencreme machen. Ah ja, du hast mal eine Story gemacht, stimmt. Ja, ich hab's gesehen, ja. Ja. Also so eine kann man nur in der Hand gehabt, zum Meine Frau, sie braucht ja auch keine Sonnencreme, aber Mhm. sie hat eben einen weißen Fleck am Rücken. Und hier muss Der muss sich am so eingremen. Das ist Wir bekommen auch Sonnenbrand. Weißt du, Haut wird einfach trocken. ohne Scheiß. Ja, Ja. trocken, aber nicht Sonnenbrand. ich Bro, nehme ein einfach Sonnenbrand Creme, tut weh, einfach ich sag. Normalcreme. Ja. Ja, okay. Also, Hamza, du Rassist. Jetzt hast du gehört. Er ist. Dann Ja, hat er ja, nochmal Mu. etwas gefragt. Wenn darf ein weißes N-Wort benutzen? In einem Song zum Beispiel? Oder darf es auch Happy Birthday Song sein? Ob ein Weißer darf jetzt zum Beispiel. Happy Birthday. Ja, oder. Ja, das ist. Mhm. Aber in einem Song, wo es meistens sind, aber wenn 50 Lieder los ist und so, dann droppen es oder Ja. N-Wort und so. Aber wenn das jetzt einer nachsingt, ein Weißer, Also, darf er das dann nur das Lied singen? Also, Der ich machen, rede nicht was für er mich, will. ich rede für den Hamza, der Rassist.
Ihr dürft machen, was ihr wollt. Du darfst, jeder Ja. steht dazu. Einfach Konsequenzen. Musst dann... Gibt es Ja, nachher einen Konsequenzen, Messerstich, ja. oder? Nein, Messerstich nicht. Aber ich so, hey, jo, wenn du das N-Wort sagst, dann kannst du... Ich sag nicht, kannst du schon sagen, aber... Ja, eben, kann drauf an, jeder nimmt es anders auf, ja. Ja, jeder nimmt an der Schuf. Also das Ding ist, wieso... Aber er ist Comedian, gell? Ey, Ja, er wenn ist jemand Comedian. nicht weiss, wer ist der Amsaraya? Er ist der... Ich mach Spaß. Also ich mache Comedy mit ihm und er braucht es immer. Hast du mit N-Wort- ihm schon gemacht? Nein. Also ich sehe ihn Ah. ab und zu. Ah. Aber er nicht. Und er immer. braucht immer N-Worte. Ja, Mann. Ja. Sicher. Und was findest du das gut oder scheiße? Er hat auch mega viel ausländische Kollegen, weißt du, schwarze Kollegen. Und es ist so wie ein Insider. Mhm. Welche hat Araber, hat, Ja. ist einfach so der kulturelle Mensch. Und das ist das, wenn jemand im Kreis sagt, ey, Maniga, wie geht's, man? Ist weniger schlimm, weißt du? Ja, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jetzt das so zu sagen. Nein. Ich Wenn würde es wo? wie Respekt. Aber hast Los. du mal gesagt? Hast du es mal gesagt, also, yo, Neger? Oder einfach Bro, zu als sagen, Kind, so, ja. Blut. Als Kind. Als Und Kind. er ist andere Kollegen, die Aber nachher nicht mehr, nein. nachher nicht mehr. Ich habe einen Kollegen gehabt dort nachher mit uns, der ist auch schwarz und der ist ein bisschen allergisch auf das Wort, nicht weil ich das dann mal Mhm. gesagt habe, aber allgemein einfach. Du kommst dann, lernst dann, weißt du, bei uns und nachher, ich bin in Regensdorf aufgewachsen und so, und da hat es halt schon viele Ausländer gehabt. So. Und Weißt du, dann hast du halt wie gewusst, wie mit dem umgehen, eher als wenn ich jetzt irgendwo in den Alpen aufgewachsen wäre oder so, weißt du, so, was ich meine. Du hast so wie gewusst, was das bedeutet, einfach für die, ob die das verletzt oder nicht. Aber auch bei den Albanern und Serben und so, dass du dort nicht so ein Späßchen machen und so, weißt du. ja. Nicht nur unbedingt bei. Ja, nein, eigentlich nicht. Aber jemand, wo das öffentlich sagt, finde ich weniger schlimm als jemand, wo hinter geschlossenen Türen sagt. Aha. Also, wenn jetzt einer zu dir kommt und ein Wort droppt. Für mich Ja, ist das aber weißt du, weniger wenn jetzt schlimm. einer so wie ich so jetzt das Späßchen die ganze Zeit das Ja, weißt du, provoziert, ist auch. Für mich ist das weniger schlimm, wie du es mit direkt konfrontiert in der Öffentlichkeit. Das Aha, heißt, du hast okay. den Mut. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, ja, schau, ich will mit dem Scheiß Dings so und das. Es ist Aha, schlimm. ja, okay, ja, dann Es bist du ein ist falscher schlimmer. Mensch, weißt du. Es ist schlimmer, wenn du daheim bist und sagst, du oder Scheiß Niggas, Ich glaube, ja, ich würde jetzt nicht sagen, aber bei der Schweizer Nationalmannschaft Das kommt mit Wut. in den oberen Dings. Ich habe das Gefühl, die mich angezeigt haben, dass die solche Leute sind. Ja. Nicht Das ist Spieler, Wut. aber Ich frage mich immer, wieso ist es wichtig, dass sie das Weiße können das sagen. ja, nein, jetzt ist es ja nur, dass er hat halt das. Er hat Ja, das, aber nein, er wäre nicht sehr, also die Frage haben wir schon gehört. Also, dass Die Leute Frage sagen- kannst du immer. Es ist, Ja, ich habe kannst euch du. schon von Anfang an vom Podcast eigentlich gesagt, dass ich heute eigentlich gar nicht über das Thema will. Aber Du vor hast allem- gesagt, Reden, wir oder? reden nicht Vor allem- über Ja, das, aber jetzt schlussendlich auf ist es einmal- nur über das. Aber ihr habt mir gesagt, Ja, ja, ihr würdet eigentlich schon, Nein, das ist gerne, weil ihr erfahrt das halt. Er bekommt Morddrohungen und alles. Genau. Wegen dem. vor allem die Leute, die das so viel dramatisieren, weißt du, darf ich N-Wort sagen, darf ich nicht N-Wort sagen? Bro, sag, was du willst sagen, weißt du, solange du mir nicht, weißt Drehst einfach nicht seine Eier du, und bedroht nicht Sag- sein Leben. sag Mach, was einfach, du willst. Hamza, Gell, hast du mach verstanden? was denkst du, oh, Terror, Terroristen, Distanz. Mujahid, ja. Nein, eben nicht. Also, Wenn was ich jetzt- denkst du? Nein, also, weil genau das Aber Video- warte, wenn du jetzt wirklich denkst, also ich denke schon nicht gerade, dass ein Afghaner unbedingt Terrorist gerade ist, das nicht. Mhm. Aber wenn du Afghanistan denkst, dann denkst du erstmal so, ja, das ist Krieg und so. Mhm. Ja. Je nachdem natürlich, wie viele Kollegen du von dort hast und du die Kultur kennst und so, oder? Mhm. Aber nur aufgrund, weil du das von den Nachrichten halt so kennst, Ja. weißt du? Aber jetzt sind wir am Aufwachen, weil wir wissen, das, was sie Jetzt uns sind wir erzählt für, haben. hey, wir sind im Podcast. Nein, es ist ein Scheiß gewesen, dass der eben da, weißt du, meinst so ein 911 und so Zeug. So, ich glaube, ich wollte jetzt nicht im. Bin Laden und so ist es Ich wollte gewesen. jetzt nicht da Conspiracy Theory reingehen, ja. Nee, weißt du, Ja, aber auf jeden so Fall, Rassismus. es gibt gewisse Leute, die nachher mit dem Pack von damals jetzt einfach die Leute sehen sie so, weil es damals so geheißen hat, dass sie Rassisten sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Mit dem Araber. Oder zum Beispiel eben. Ja, okay, an den Deutschen denken wir auch nicht direkt an Hitler, oder schon? Nein, eben, also ich nicht. Wenn jemand Ja, sagt, weißt, Deutsche- aber- Sicher, ne? Nein, nein, ich Nee, nee, nicht. weißt, ein Schwarz- Österreich, nee, ja, nee. der ist ja Österreich. Wenn ein Schwarzer ein Deutscher sagt, er denkt automatisch, der Deutsche ist Rassist. Ist immer so, weißt du? Ja. So, ja, wie weißt wegen Vorgeschichte, dies, das. Aber er nicht. Ja, mega. Es kommt drauf an, wer du bist, Ja. wie du dich platzierst. Mhm. Ich habe Kollegen, die studiert haben, wie bei uns in Kamerun ist eher akademisch. Du studierst
Und irgendwann durch ein Diplom aus einem Doktor oder aus dies, das, du kommst in der Schweiz und es ist plötzlich, alle Schwarze sind jetzt Doktors oder Ingenieurs. Ich weiß nicht, wie du verstehst, aber das ist unser System. Das ist eher so akademisch. Wir sind nicht, in der Schweiz ist sie mehr, du machst das. Aber bei uns ist Burg, studierst. Nach all der Zeit, du kommst auf Europa. Ja, mir geben dir diesen Job nicht, wie erstens, du kannst Deutsch nicht, du bist neu in der Schweiz. Das ist eine Diskriminierung gegen eine Rasse. Ja. Das ist Diskriminierung durch eine Qualifikation, aber du kannst nicht das haben, wo du willst, Wo dir eigentlich zusteht, Mensch. Ja. weil deine akademische Sachen nicht anerkannt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiss das, Mensch. Ja, das ist auch so, wenn meine Cousins sind da gekommen, haben studiert in Italien und da hat das nicht den gleichen Wert. Das ist aber das ist eigentlich logisch, oder? Okay, was ist Rassismus? Boah, ich weiß nicht, was das Wort Rassismus ist. Es ist einfach eine Rasse. Du bist schwarz, er ist weiß. Und du hast das Schwarz nicht gern. ist eine Rasse. Ich bin weiß, ich habe nicht gern euch zwei zum Beispiel oder ein Chines. Ich sage, ich habe euch nicht gern, ich Aber beleidige findest euch du und nicht, das ist für mich Rassismus. Findest du nicht jemanden dort, wo, sagen wir mal einen Job in Bank oder so, es gibt der, wo nachher schaut, es gibt 10 Weiße und ein Schwarzer und die wollen beide, also 10, die wollen alle den gleichen die Job. wollen Und dann nachher am Schluss sagen sie, nein, wir nehmen einen von denen. Und meinst du, das ist Diskriminierung? Das oder? ist Diskriminierung gegen eine Rasse. Gegen die schwarze Rasse. Weißt du, was Rasse ist? Das ist eine Gruppe. Eine Rasse, ja. Rasse. Ja. Das ist eine schwarze Rasse. Ja. Das ist weiße Rasse. Das sind Muslime. Das ist einfach so. Und Rassismus kommt von Diskriminierung. Es gibt Diskriminierung. Okay, so ein anderes Beispiel. 10 Schweizer, ein Schwarzer, ein Muslim und ein Inder. Aber die geben gleich Schweizer Job. Ist es auch jetzt Diskriminierung oder ist es Rassismus? Das ist Diskriminierung. Warte, Gusti hat etwas mega Gutes gesagt. Er hat gesagt in seinem Podcast dort, wenn da sind 3 Schweizer und da sind 3 Asylanten. Und wenn eine Frau am Abend muss durchlaufen, wo sollte sie durchlaufen? Wo Bei ist den sie Schweizer. sicherer? Bei den Schweizer oder bei den Asylanten? Wenn er das so sagt, findest du das rassistisch? Das ist Diskriminierung. Ja, das könnte dir Diskriminierung. gerecht haben. Ein anderes gutes Beispiel ist, er hat gesagt, Oder du hast, glaube ich, ein Video darüber ich habe nicht, aber gemacht. das ist kein Angriff von ihm. Das ist nur Nein, ein nein, lustiges du hast Video. ihn nicht angegriffen. Aber Das er ist hat so. auch etwas gesagt, was ich nicht gut gefunden habe, ist so, er hat gesagt, hey, darf ich das sagen, wenn mein Kind als Schweizer der einzige Schweizer in der Klasse Ja. ist, und ich finde, also ich bin, how did you say, wie hat er das gesagt? Und ich fühle mich, Ob er es darf sagen. einfach, ob er es darf sagen. Und meine Frage ist, ey, du siehst es nicht als Rassismus oder siehst es als Diskriminierung dort? Weil ich würde sagen, okay, wenn dieses Kind in der Klasse ist mit Leuten, die wie mein Kind aussehen, sind halt Schweizer, aber sieht mehr als Afrikaner aus oder also als Schwarz, oder? Dann siehst du meine Kinder nicht als Kinder. Du siehst meine Kinder zuerst als Ausländer und dann Kinder. Ja, aber ich glaube, er meint gar nicht das so weit. Er denkt eher, dass dann in der Politik etwas falsch gelaufen ist, dass zu viel kommen. Ja. Und er sagt nicht, er hat etwas gegen die Ausländerkinder. Mhm. Weißt du? Das Weil ich ist ein glaube, Rass- er findet halt, man sollte nicht so viele Ausländer da anlassen, weil er will, dass in der Schweiz die Kultur erhalten bleibt. Weißt du, die Schweizer Kultur. Also dann, wieso Checkst können wir du? nicht... Ja, ich check Das schon. meint er. Ich glaub. verstehe, ich kann ihn schon verstehen, aber wieso können wir jetzt die Diskussion nicht haben, in dem, wie man es dann Schweizer Kultur behalten, also so wie es ist. Er findet halt, wenn viel also ich kann nicht für ihn reden, aber ich denke, er meint das, dass wenn eben dann viele Ausländer, oder egal, schwarz, wenn alles Italiener jetzt da sind, er denkt, und in der Schule, ja, dann die reden Italienisch miteinander und so, und die Schweizer Kultur geht dann wirklich unter, glaube ich. Das denkt er. Weil ich glaube, wenn jetzt in Kongo zum Beispiel alles Schweizer würde kommen, volle Schweizer, es hat einen einzigen Kongolese dort in der Mhm. Schule. Mhm. Wie würden Sie das Weißt- dann sehen? Die Weißt Leute, du, was meine ich? Weil ich verstehe es schon ein bisschen, auf was er raus will. Mhm. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, Aber jetzt aber ich verstehe, was er will sagen. ja, ich verstehe schon, was er sagt, aber ich meine, die Beispiel, entweder ist das Beispiel ein bisschen falsch, um die dort zu brauchen, aber ich meine mehr so, hey, die Kinder, die dort sind, haben erstens nichts dafür. Die sind Ja, nicht- nein, sind die haben schuld. auch nichts dafür, Genau. 100%. Und wenn du als Eltern ein schlechtes Gewissen hast, dass die Kinder dort mit hure viel Ausländern sind, dann ist es auch ein scheiß ja, ich weiss, was Gedanke du meinst. zum Das haben. verstehe ich auch, was du sagst. Ja, Weil klar. mein Kind ist schlussendlich auch dort drin. Mein Kind ist ja auch so. Auch Mein Kind dort ist ein drin, Viertel Schweizer. Genau.
Und entweder reden wir jetzt anders und sagen, okay, gut, das ist Politik bleibt Politik, aber so viele Ausländer müssen wir nicht reinlassen. Okay, das ist eins, aber jetzt reden wir von der Klasse. Weil ich bin auch schlussendlich, in der Klasse gewesen und als Witz habe ich mal gesagt, ich bin jedes Mal, wo ich in die Schule gegangen bin ich als einziger Schwarze in der Schule. Ja. Aber nicht als einziger Ausländer. Aber dann dafür hat es dann weniger Schweizer in der Klasse gewesen, sagen wir so, andere sind Ausländer. Und als Witz habe ich gesagt, okay, gut, die Schweizer haben dann nachher gesagt, hey, jetzt weiss ich, wie du dich fühlst. Ich so, wieso? Ich so, ja, weil du der einzige Schwarze da bist. Und wenn ich der einzige Schweizer in der Klasse bin, dann weiss ich genau, wie du dich fühlst. Weißt du, was ich meine? Yeah. Aber wieso ist Rassismus immer ein Thema? Aber wir sind da aber in der Schweiz eben. Das ist ja noch ein Unterschied. Ja, wir sind in der Schweiz, das ist kein Problem. Und ja. der Schweizer sagt ja dann das, oder? Ja, voll. Oder? Ja, schnell Frage. Wieso ist Rassismus immer, der ist weiß, der ist schwarz? Ja, es geht eigentlich bei ihm gar nicht darum, wegen Hautfarbe. Bei ihm ist es eher darum gegangen, allgemein, wegen Ausländern. Wegen dem Aussehen geht es schon. Ich weiß nicht, aber ich habe gemeint, bei ihm ist es wegen allgemein Ausländern. Nicht ja, aber wenn er sagt, jetzt da 3 Schweizer und dort 3 Ausländer, jetzt siehst ja, du... das ist wegen Aussehen. Ja, das ist jetzt... Aber das wegen der Schule jetzt zum Beispiel. Ja, das ist jetzt Rassismus. Wie das ist gegen Rasse. Ja. Gegen also das findest du Rassismus? Das findest du Rassismus? Das ist Rassismus, weil es ist nicht spezifiziert auf Schwarze, Weiße. Es ist einfach spezifiziert auf Ausländer. Die ausländische Rasse. Das ist Rassismus. Schwarze erleben Rassismus. Ja, aber er hat im Fall nicht gegen Schwarze. Ich habe es nicht so in Erinnerung, dass er jetzt... Ja, das ist das, was ich erkläre, Bro. Wie wenn du kommst Rassismus, du denkst, oh, ich bin schwarz, der ist weiß, er tut gegen mich schießen. Aber Rassismus ist etwas, wo du hast diese Rasse nicht gern. Ich habe Schwarze nicht gern, ich habe Weiße nicht gern, ich habe Araber nicht gern. Das ist Rassismus gegen eine Rasse. Das ist schon Rassismus, ja. Das ist Rassismus. Diskriminierung und Rassismus sind 2 verschiedene Sachen. Darum du das jetzt ganze Zeit zusammenmischen, Distanz. Wenn ja, ich bin eben wegen Diskriminierung angezeigt und nicht wegen Rassismus. Darum interessiert mich schon das Thema. Ja. Bei mir steht nicht in der Anzeige Rassismus. Bei mir steht Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Ja, das ist Diskriminierung. Aber der Gusti hat gesagt, wegen der Schule, dass er sagen, dass er will eigentlich, dass auch noch Schweizer in der Schule hat. Weißt du, was ich meine? Und wenn es keine Schweizer in der Schule hat, nicht, dass er etwas gegen die Kinder hat, dass er die schlecht findet, sondern dass er in der Politik etwas wird verändern, dass zum Beispiel, dass es mehr Schweizer einfach da gibt, das hat er so gemeint. Weißt? Dann müssen wir dann reden, dass dass Schweizer mehr Kinder sollten haben. Die sollen mehr melken, nicht? Weil wenn sie nicht aber wenn melken, die Ausländer unsere Schweizer Frauen melken, dann heisst der Gusti hat nicht immer für schlau gehalten, aber manchmal ist einfach so, das, was er gemacht hat, ist dumm, weißt? Wie wenn du die Welt siehst, es globalisieren, weißt? Leute müssen reisen. Ja. Leute müssen hin und her, weißt? Die Leute sich am bewegen, wir sind keine Steine, wo, ey, das ist meine Heimat, ich bleibe da. Wir kommen da, es gibt Leute, wo Werte putzen, es gibt Leute, wo das. Er ist Social Media Manager, vielleicht braucht er Kameramann oder er braucht eine Putzfrau. Wir müssen miteinander zusammen können leben. Aber Bro, wir sind ja auch schon mit ihm, ich, du und er und andere sind ja zusammen etwas trinken. So, das ist er ja nicht übergekommen, dass er irgendwie etwas gegen... Es kommt darauf an, was man konsumiert. Was denn, weißt, mit welchen Leuten du hängst. Vielleicht ist er in der Zeit in eine falsche Bahn geraten, weißt, immer mit Leuten, die nur über Ausländer... du bekommst viele Informationen, mit wem du hängst. Ja, okay. Weißt, Bildung. Darum Kinder fangen schon klein an verlernen. Oh, der ist schwarz, oh, der ist weiß. Das kommt von den Älteren. Du musst das Kind beibringen, müssen alle Menschen. Aber nicht vergessen, er ist selber halb aus. Ja, müssen alle Menschen, müssen da für eine sehr, sehr kurze Zeit, welche 80, 90 Jahre sind wir schon gegangen. Ja. Und wir müssen miteinander klarkommen. Wenn du da oben bist, du musst der, wo da unten ist, nicht unterschätzen, wie der, wo diese Finger braucht, diese Finger zum etwas zusammenheben. Und die Ausländer, die da in der Schweiz kommen, wir müssen uns auch ein bisschen wir müssen uns anpassen. Wir müssen bei uns nicht daheim. Wenn unsere daheim so schön weg sind, wären wir nicht da. Wie du vielleicht nicht daheim nicht für irgendetwas gewohnt.
Und dann erwartest du, dass alles muss nach dir laufen. Ja, das Wie sehe ich du auch so wie du, willst, das stimmt, ja. Die Schwarzen, die nicht schaffen, die Wissen, die Albaner, die nicht schaffen, die Serben, egal. Wir sind in der Schweiz, das ist ein Land, wo wir müssen schaffen. Du kannst nicht von sozialen Medien leben, oder nicht soziale Medien leben. Sozialamt, Mensch. Sozialamt leben und dann erwartest du willst etwas sagen, wer bist du, Kollege? Ja, aber eigentlich auch der Schweizer selber. Nur weil er Schweizer ist, hat er mehr Recht eigentlich. Nein, auch der Schweizer sollte seinen Teil eigentlich Ja. beitragen. Aber er ist bisschen daheim. Ja, ich weiß, ja. Wenn du denkst, Aber würdest du so wie der Gusti denken, wenn jetzt zum Beispiel das umgekehrt wäre und du in Kamerun würdest leben und dort hat es nur noch einen einzigen Kameruner nachher in der Schule, oder wäre das scheißegal? Und es wären alles nur Schweizer zum Beispiel dort oder Deutsche und weiss ich nicht was, Ukrainer, Italiener. was Oder wäre bringt das egal? der Schweizer in Kamerun mich? Das muss ich zuerst mich selber Ja, fragen. ich weiß, es müsste ja umgekehrt sein und so. Ja, weißt du, ich meine so, was bringst du mich? Hast du die Akpass? Ich tu dich nicht diskriminieren, wie du bist. Ich muss, Ja, nein, es geht auch gar nicht um Hautfarbe da. Also ich glaube, er hat es nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ich bin nicht voll in dieser Thematik drin. Eben. Ich bin auch nicht ich glaube, unbedingt dieser Meinung. mega viele Leute sind Patriot. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst. Patriot. 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 Patriot, wer sie sind stolz, Sie sind ich liebe stolz. mit Aber Heimat. der Schweizer ist auch nicht so stolz auf sein Land, habe ich das Gefühl irgendwie. Ich glaube Ja. nicht, dass die Schweizer so mega stolz sind, ich bin Schweizer und so. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr, die von der SVP. Also in dem Fall, aber die Frage ist, was ist Rassismus? Wenn jeder verdammtes Mal, jetzt ist Ostere, 20 Kilometer Stau, wie sie wollen, rausfahren. Schinken gehen Du ab vielleicht nach die Italien. daheim, weißt du, liebst die daheim, aber bei jeder Möglichkeit vielleicht du die Ich glaube, daheim. weil da ist eben schon gut. Da verdienst du halt gut Geld und so. Und das hast Sicherheit und so. Ich will auch nicht in Italien wohnen zum Beispiel. Und die Leute sollen nicht wissen, Rassismus geht nur um Schwarz und Weiß. Das wird viel, viel komplexer. Nein, eben, das als versuche ich man- ja die ganze Zeit eigentlich zu sagen. Ja. als man denkt, weißt du. Da geht es wirklich nicht um Hautfarbe jetzt bei dem Thema von Gusti. Ja. Ja. Es geht nicht um Schwarz und Weiß, es geht einfach um viel, viel komplexe Sachen. Es geht um Hass, es geht um Frust. Wie mega viel Schweizer sind frustriert. Weil sie denken, ja, ich fühle mich nicht mehr so sicher, bei mir daheim, Distanz, die Ausländer bekommen so viel im Arsch geschoben. Es geht um Frust, Hass. Es gibt so viele Sachen, wo Leute mit Rassismus Aber du meinst, er hat Frust und Hass, oder was? Er hat vielleicht Frust und Hass. Ja. Er hat Frust und Hass. Vielleicht früher kann er von Zürich auf Bern, brauchte 1 Stunde, Autobahn ist frei. Aber jetzt, du brauchst 3 Stunden, er will überall in die Er hat Straße. den Ausländer. Ja. Ja, weißt du, Nein, ich weiß das nicht. Ist einfach so. Ist einfach so, wie es ist. Und solange wir alle zusammen in dieser Welt leben, wird dieser Rassismus, dieser Hass, Diskriminierung. Bro, wieso kann nicht einfach irgendwann, wieso haben sie es mal gemacht, Länder? Wieso ist er nicht einfach Welt gewesen? Irgendwann Ja. haben sie angefangen, Länder machen. Wieso ist nicht einfach die ganze Welt, ist einfach Welt? Tiere haben auch nicht Rassismus, okay. Alle Schafe sind da, alle Hirsche sind dort, alle Eichhörnchen sind dort, Eichhörnchen sind nur auf den Bäumen und so. Bro, das ist nur bei den Menschen ist hängen geblieben eigentlich. Ja, Dass es überhaupt ist, verschiedene Sprachen gibt, verschiedene genau. Dinge. Das ist alles nur wegen Politik. Wir sind da für eine kurze Zeit, 80 Jahre ist nicht lang. Du bist jetzt 35, du hast vielleicht nur 40 Jahre zum Leben und dann bist du gegangen. Du weißt nicht, wo du gehst, weißt. Und dann hassest du einen Namen, hey, der ist schwarz, hey, der ist das, hey, der ist Da das. ist ein Schachtelgrind, der ist Ja, das. scheißegal, Bro. Der frisst Schnecken. Nein, komm. Ja, der hat mir nicht Ja. gesagt, Bro, come on, man, step up your game. Ist nicht einfach, aber weißt, wenn du dich immer im Opferrolle tust, die Leute machen die noch mehr Arbeit. Ja. Einfach blockieren auf Social Media zum Beispiel und schön. Es tut schon weh, aber weißt, wenn wir anders umdenken, dann lass sie, man. Ich habe angefangen, so jetzt langsam. Ich blockiere mega viel mal Leute, wenn sie irgendetwas Oh. mich stresst oder so. Ich blockiere, das ist so befreiend. Ist einfach weg und schau schön ab. Aber das Problem bei mir ist Diskriminierung. Gib irgendein Mensch das, was er verdient hat. Anders kann ich nicht sagen. Okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Ist die Erde flach oder rund? Ich frage das manchmal meine Gäste, nicht in jedem Podcast. Aber weil viele denken wirklich, dass die Erde flach ist, darum frage ich euch. Denkt ihr, dass die Erde flach ist oder rund? Die Erde ist oval oder nicht? Ich weiß Ja, nicht, Bro. also eine Ja, Kugel nicht. oder eine ovale Kugel oder ist sie so? Nein, die Erde ist. Also, in der Schule haben sie uns gesagt, dass Erde rund ist. Jawohl.
Jetzt sind sie ja aufgeflogen. Hast du gesehen? Ja. Dann heisst es, dass er der rund ist. Aha, okay. Ja, wie viele sagen, ja, in der Schule tun sie nur Scheiße beibringen und so. Wie kann ich denn herausfinden, ob es. Weißt du, was ich meine? Was kann ich machen? Ja, Sag mal, wie, dann kann ich es dann machen. Also bis jetzt weiß ich, es ist rund. Wenn es nicht rund ist, sag mal, wie, dann sehe ich es. Ja, ich sehe halt, der Mond ist rund. Und dann macht es für mich keinen Sinn, wenn der so ist und alle anderen Planeten sind rund irgendwie. Ja, das macht für mich. Ja, das Bild ist rund. Das Bild, was Für ich mich euch ist es auch zeige. rund, das ist logisch, ja, also zum auf den Punkt kommen. Ich habe mal irgendetwas gelesen, der Pilot sagt, wieso, keine Ahnung, man, beim Flugzeug, du siehst immer so eine Kurve, wieso Ja. kann ich nicht gerade Linie fliegen? Ja. Er hat irgendetwas speziell Weil die für Welt rund. irgendetwas, so, okay. Ah, ja. Ja. Und jetzt machen sie immer so eine Kurve, so. Bis jetzt habe ich noch nie jemanden da gehabt, der sagt, Erde ist flach, Gott sei Dank. Nein. Vielleicht kommt der erst. Meistens sind Ob die. Erde flach ist oder rund, das sind meine Sorgen, sind sowieso andere. Eben, gell? Eben, ja, man hat sowieso andere Sorgen. Ja, große Aber andere es gibt Sorgen. Leute, die Flat Earther heißen und so, die sind jeden Tag mit so anderen Leuten überzeugen, dass die Erde flach ist und so. Sie haben nichts zu tun, sie Ja, sollen. was macht? Beide Weichen. Zahlt mir die Erde nachher meine Rechnung, oder was? Ja, Hey, warte, ich muss noch schnell das. ob flach ist. Wenn ihr wollt den Aber Podcast krieg- unterstützen wollt, dann kauft den Sticker da, den findet ihr auf birrenweichersohund.ch. Bringen heim. Bald haben wir noch Kriegst du andere. Flash? Nein, Bro, das ist nur so Kräuter zum Aber am Nasenbefreien. Anfang jetzt so wie ein Flash. Habe ich Ja, es Rauchst ist so nicht? wie ein kleiner Dopamin. Rauchst nicht? Eben, also, das wär's gewesen. Schreibt in die Kommentare rein, falls ihr die zwei Gäste, zum Beispiel in Kombination, jemand von ihnen mit einem anderen Gast, würde gerne eine Konfrontation sehen oder so. Und ihr könnt noch gerne einen Abschlusssatz sagen. Wenn ihr etwas würdest sagen. Also Fuck white gut, damit people ihr oder noch so. nicht ihr könnt mich auf TikTok und auf Instagram auf Valerie Mirindi K oder Kidboy Double D Double Y. YouTube bin ich auch. Snap bin ich nicht. OnlyFans bald und bis nächstes Mal. Ja. Danke wie immer, dass ihr zugelassen habt. Was du von diesem Podcast mitnimmst, das ist deine eigene Meinung. Und ja, tut mehr lesen, anstatt mehr vom Namen beeinflusst werden. Mehr lesen, collect, mehr Bücher Informationen. oder was? Einfach Informationen. Ah. Bibel. ChatGPT, mit ChatGPT. Informationen, collect. Und tut bitte weiter supporten, Sponsors, Yes, so sir. da kommen, wie Mhm. das kostet viel Geld. Ja. Und ja, wir sind da. Bitte, bringen den heim. Ich Er bin hat den ruiniert. heim, Ich- bring Er, den Bitte. er hat uns Rechnung beide noch müssen nicht zahlen, bekommen. dass wir da sind. Also, 20.000 Franken. Ah ja, ich muss euch nachher noch zahlen. Ja, hast du noch gibt's nachher. Twint, Ja. oder? Ja, Bro. Ich hau ab nachher. Nein. Twint Okay. kannst du ihm sponsern. Vergesst nicht, das Video zu liken, kommentieren und bringen heim. Bye bye.